This is Martin from the band Capsula from Argentina, and I want to send a big hug to all the Blitzableiter radio listeners. Ciao! Der Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Miguel Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Ja, einen wunderschönen guten Abend miteinander, allen Radio Blitz-Hörerinnen, Hörer und zwischendurch und nebendurch und allen denen, die sich freuen auf ein bisschen Rock und Metal. Auch an diesem Mittwochabend zum 3. Mal im Oktober gibt es einen Blitzableiter live aus dem Studio mit mir, mit Miku Colatrulio, den kennt ihr schon bestens. Ich habe heute wieder den Samuel Metal-Pfarrer Hug zu Gast bei mir. Er hat einen Gast eingeladen, da kommen wir näher drauf. Das ist Serge Christen, niemand geringer als er. Ich freue mich auf eine auf zwei äußerst spannende Stunden. Es gibt noch Konzerttipps und in diesem Blitzableiter. Und es gibt natürlich wie immer auch einen Startsong. Und übrigens, was ich noch vergessen habe, es ist der 117. Blitzableiter. Und der Startsong von heute, der kommt ein bisschen aus dem Punk-Ecken raus. Und zwar kommt er von der Band Old Kids Noise. Die erstens mal verbindet sie eine jahrelange Freundschaft mit viel Liebe zur Musik. Und nach Jahrzehnten gebolzen, wie sie mir hier schreiben, in diversen Metal- und Hardcore-Bands, haben sie jetzt Zeit gehabt, für das Gewand ein bisschen abzulegen. Und die 5 Aarauer haben richtig Bock auf Punkrock und das auf die Bühne zu bringen. Sie schreiben das unter dem Motto «Never too old for some noise». 24. Oktober ist ihre EP rausgekommen, «The Shape of Damage». Es ist immer noch Punkrock, schreiben sie mir, aber mit ein bisschen mehr HC, den Metal-Einflüssen, ein bisschen härter als die Vorgänger von der Band. Die Songs beschreiben Zerstörung in verschiedensten Formen, so wie wir die uns Menschen selber zurechtlegen, sozusagen. Die EP haben sie diesen Sommer beim Sebi, von SOS Basements Productions aufgenommen. Und Ende Jahr oder Anfangs 2026 sollten dann noch Tapes und Vinyl rauskommen von diesem Ding. Da freue ich mich drauf, auf das eine oder auf das andere. Das wird sicher dann bei mir in der Sammlung landen. Es gibt auch ein Video zu dem Song, den ich jetzt spiele. Der heisst nämlich «Alive on Your Own» und den gibt es auf YouTube zu sehen. Die Band heisst «Old Kids Noise» und jetzt hören wir uns den Song natürlich gerne an und dann starten wir ins Heavy Mental rein mit dem Metal-Pfarrer Hug und nachher mit seinem Gast. Hier kommen «Old Kids Noise», «Alive on Your Own». Viel Spass hier heute an diesem Mittwochabend auf Radio Blitz. Love to raise your walls.
Blitzableiter. Rock und Metal. Ganz genau, im Blitzableiter seid ihr gelandet, wie ihr unschwer schon am ersten Song erkennen konnte. In den letzten 2 Sendungen habe ich schon extrem viele neue Schweizer Bands spielen. Heute wird das die eine oder andere weniger sein, weil wir haben ein Heavy Metal heute, und zwar mit dem Samuel Metal-Pfarrer Hug. Sali Samuel. Ja, guten Abend, Mikko. Wie geht's dir? Du, danke, mir geht's gut. Es ist sehr dicht im Moment. Ich muss schauen, dass ich alles unter einen Hut bringe. Aber es geht mir gut, zum Glück. Sehr gut, tipptopp. Bei mir eigentlich auch, ausser der Rücken ist eigentlich alles so weit. Und das Auto ist kaputt. Aber sonst mein Auto ist im Verlag kaputt gewesen, aber jetzt, die Reparatur hat sich nicht mehr gelohnt. Jetzt haben wir müssen ein neues anschaffen. Ja. Ein kleiner, nicht im Ganzen so gross. Bei mir ist das Problem, ich lasse jetzt flicken, aber 700 Kilometer von hier weg. Und ich weiss ja nicht, ob es rentiert. Man sieht es dann, wenn es zurückkommt. Anderes Thema. Wir wollen über das Heavy Metal reden, wir wollen über Metal Church reden und nachher hast du noch einen Gast eingeladen. Ja, genau. Das ist ja die Idee vom Heavy Metal, dass man eben mental ein bisschen tiefer graben mit Gästen, natürlich aus dem Heavy-Sektor der Musik. Metal und dort anschauen, was ist die Kunst, der Künstler hinter, der Mensch hinter der Kunst, das Leben und der Glauben. Genau, und heute Abend haben wir das erste Christen zu Gast, eben virtuose Gitarrist bei Mats Lick, Sänger und Gitarrist bei Modern Day Heroes, arrivierter Produzent. Ich freue mich mega drauf. Ja, ich bin auch sehr gespannt. Wir haben vorhin kurz ein komisches T-Shirt an, hat er schon darauf reagiert. Die habe ich auch mal produziert. Also da sind sehr viele Sachen. Ja, das ist so Beziehungen, die man vorne natürlich gar nicht weiss. Nur wenn man hinten durch rumlässt, dann merkt man, wie wichtig oder was da alles läuft. Genau. Wollen wir gerade schnell, wenn wir jetzt schon dran sind, gibt es ja vielleicht einen oder die andere, die daheim sagt, oh, dem habe ich schon lange mal sagen, was das für eine geile Platte ist oder was auch immer. Oder eine Frage an mich, an Samuel oder eben an Serge, gibt es 2 Nachtelnummern, die ihr euch melden könnt. Ich gebe schnell die von Radio Blitz durch. Unser Studionummer 079 930 55 88. Ihr dürft gerne einen Text oder eine Sprachnachricht machen. Oder beim Samu. Das ist 079 739 09 59 und das ist ja meistens schnell darum. Ihr könnt einfach die Website von der Metal Church unter Kontakt. Das oberste kann man Copy-Paste machen, so für WhatsApp oder so. Genau, oder die geht bei mir auf Facebook eintragen, die wir jetzt gemacht haben. Es gibt mehrere Wege, irgendwie kommen wir auf alle Fälle zu uns ins Studio. Und dann können wir am Schluss noch so eine Frage-Antwort-Runde machen, wenn es tatsächlich interessante Sachen reinkommen. Was hast du uns zu erzählen von Metal Church? Ja, wir haben wieder ein Heavy Sanctum gehabt. Wir sind jetzt zurück wieder im Soho, Zwanger an der Aare gewesen. Und das war cool gewesen. Wir haben für das Konzert eine Band zu Gast gehabt, das erste Mal aus dem Tessin, die Chinesen. Und es war auch die Premiere gewesen, nicht nur bei uns quasi, sondern für sie das erste Mal in der Deutschschweiz. Und der Jeb hat, den wir nach dem Konzert noch geplaudert haben, schon gemerkt, für sie ist das eine mega wichtige Sache, weil er sagt, hey, weißt du, es gibt so ein paar grosse Tessiner Bands, so, aber er sagt, hey, das läuft eigentlich nicht im Tessin, so mit Clubs und so. Darum, hey, wenn wir weiterkommen, entweder gehst du quasi auf Mailand oder in die Deutschschweiz. Und darum war das hier eine riesige Geschichte, können zu uns spielen kommen. Wir hatten riesige Freude gehabt. Die Band heisst Power Hill. Und sie spielen Bauern Metal. Ja, genau, Power Metal. Es ist so ein Mischung Hardrock Power Metal. Sie haben einen mega, finde ich, eigenen Ansatz. Darum finde ich das mega schön. Ich wünsche mir, dass das auch da verfolgt hat. Sie spielen sie nennen es Farm Metal, also Metal so im Bauern-Outfit, entsprechend auch die Thematik von den Texten. Natürlich mit den Haufen Augenzwinkern. Aber ich habe mega Freude gehabt, weil sie eben dort ihren eigenen Weg gehen. Und es macht Freude. Ja. Ist mir gar nicht bewusst gewesen, dass das Tessiner sind. Ich dachte, Bauernmetal kommt aus dem Emmental oder so. Nein, es kommt aus dem Tessin, genau. Ja. Tatsächlich. Du hast uns einen Song mitgebracht. Genau. Der heisst, glaube ich, gleich wie die Band heisst. Genau, Power Hill mit Power Hill. Den hören wir uns an.
Power Hill mit Power Hill ist das gesehen. Und ja, Samuel, wie ist es gesehen mit der Power Hill live bei euch? Die machen das warte schnell, sorry, jetzt höre ich dich. Ja, die machen das mit ganz viel Überzeugung und Leidenschaft. Das ist mega übergekommen. Ich finde, es hat auch noch Potenzial nach oben. Aber ich habe Freude gehabt. Ich finde auch, die Stimme ist mega stark und nein, das ist eine coole Band, das macht Freude. Ich könnte mir die also auch in der Breite vorstellen, weißt du, also jetzt irgendwie so irgendeine Kilbe oder so, eben mit dem ganzen Auftritt. Ich habe nicht das Gefühl, dass es irgendwie, ja, weißt, eine Masche ist. Aber ich glaube, es ist ja melodisch und das relativ breit eigentlich. Das hat definitiv Potenzial, das hat gefällt. Ja, leider nicht können kommen. Da kein Auto und am Sonntagabend ist es manchmal noch ein bisschen schwierig, da irgendwie wieder heimzukommen. Aber ich komme dann auf jeden Fall gerne wieder mal an ein Heavy Sanctum, je nachdem, was es ist. Wir kommen dann am Schluss sicher noch dazu, was dann bei euch noch läuft in Metal Church. Genau. Aber jetzt, was ist so in der letzten Zeit noch gesehen? Ja, aber ich habe gerade wieder geschaut, wenn sie das letzte Mal da waren und haben zusammen geredet. Das war Ende Mai. Das war natürlich der ganze Festivalsommer. Wir waren am Greenfield, grosser Einsatz mit der Ansprechbar und der Kapelle. Ganz viel Spannendes erlebt und ich glaube, ganz viele Leute wirklich dürfen Stütze sein, auch in schwierigen Situationen und ganz viel Berührendes erlebt. Und dann ja auch am Summerside das erste Mal
hier gerade um eine Ecke vom Studio, mit dem Stand, wo wir einfach einen Informationsstand hatten und auch eine Animation hatten. Eben, wir haben einen Songquiz gemacht. Es war cool, wie das auch wirklich der Gefällt natürlich, Metal wissen zu testen, aber von dort eben dann auch sind ganz viele spannende, auch mega tiefe persönliche Gespräche entstanden. Ich habe gemerkt, was ich für eine Pfeife bin im Metal-Songs erkennen. Ich habe verloren dort. Aber ich bin natürlich jeden Tag schnell vorbeigekommen. Der hat nicht gerade so den besten Platz gehabt, ziemlich nah am Eingang. Nein. Das ist so, wir sind ein bisschen am Arsch von der Welt gewesen. Das hat seinen Vorteil gehabt, dass man für die Leute, die da waren, wirklich die Ruhe gehabt, um eben können reden. Aber es war dann am Abend schwierig gewesen, weil dann nachher noch die Techno-Stage war, sind wir dann wirklich abgeschnitten gewesen. Aber das wird nächstes Jahr anders sein. Wir haben da mit der Festivalleitung schon Kontakt gehabt und das kommt gut. Und so wie ich gehört habe, sollen ja sogar Bands spielen. Sie wollen die ersten 8 mal endlich durchgehen am Samstag. Ich bin gespannt, ja, genau. Aber wir sind auch noch, wie das Heavy Sanctum noch nicht nur im Soho, sondern wir sind auf dem Längenberg in Rüegisberg und haben dort in der Klosterruine das Open Air Heavy Sanctum spielen bei schlussendlich dem coolen Wetter Ende August. Das ist wirklich mega schönes Erlebnis gewesen, Gottesdienst in so einem alten Gemüse Open Air und dann mit dem ganzen Sound und Bretsch. Das hat gefällt. Und dann sind wir nachher noch am Riverside und haben dort auch unsere Kapelle, unsere Zeltkapelle aufgestellt und auch dort ganz viele spannende, tiefe, coole Begegnungen dürfen haben. Ja, das war unser Sommer gewesen. Ja, eben an einem Ort bin ich dabei gewesen, Summerside, und das Riverside hat ein viel bessere Line-Up gehabt als Summerside, so für Aussenstehende. Wie ist es gesehen? Mega cool, es war natürlich der grosse Dämpfer, wo Striper abgesagt haben, oder der Headliner für am Sonntag. Und das hast du dann ein bisschen gemerkt, aber ich glaube, die meisten Besucher, die da waren, haben das Beste daraus gemacht und Freedom Call hat trotzdem Party gemacht, die sind ja eingesprungen. Und ich habe also ein sehr schönes, gutes Festival erlebt. Ja, ja, und was wenn wir jetzt wieder ein bisschen Musik hören, gell? Mir ist vorletzte Woche ist es schon am Freitag, hat so einen Paukenschlag gegeben in der Schweizer Szene. Nach 32 Jahren ein neues Album von Coroner und 9 Jahre hat es gebraucht, wo der Tommy Vetterli gesagt hat, es gibt ein neues Album und hat ein grosses Review gegeben, die ganze Seite im Bund oder in der Tageszeitung. Der Arne Hebeisen, der sonst sehr viel alles ja verreist, mit grandiosen Schreiben, hat sie Himmel gelobt und hey, als ich die Zeit gefunden habe, am Montagmorgen zu hören, einfach der Hammer, der absolute Hammer, wirklich ein Meisterwerk, das hat sich gelohnt zum Warten, grandios. Es ist eine Band, die mega viel Einfluss hatte, nicht unbedingt kommerziell, aber ganz viele Bands beeinflusst hat, viele aufschauen bis heute. Und wenn eine Band nach so langer Zeit etwas nachher liefert, haben die meisten Angst, oder jetzt geht der Ruf und die Legende kaputt, aber ich finde, das ist grandios. Und darum habe ich gedacht, wenn es so ein Meilenstein ist, dann müssen wir doch auch in der Sendung noch einen Song hören, bevor wir dann nachher in den Talk kommen. Und ich habe natürlich auch gemerkt, beim Durchhören, so, die Lyrics, also das tönt ziemlich biblisch. Und das ist so der eine Song, der hat ganz viel Direktzitate aus der Bibel und eine biblische Botschaft. Und so hören wir Sacrificial Lamb von Coroner.
Blitzableiter. Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Rock und Metal aus der Schweiz wieder mal, habt ihr gehört, Corona. Und der Mige Colatrulio, der stellt jetzt sein Mikrofon ab, weil übergibt es an Samuel und seinem Gast. Zuerst aber geben wir noch einmal schnell die Nachteilnummer durch, wenn ihr eine Frage habt. An Samuel, Metal-Pfarrer Hug von der Metal Church, oder an seinen Gast, an Serge Christen, den ihr jetzt gerade werdet hören, oder an mich, an Radio Blitz, dann wäre die Nummer 079 930 55 88. Dann seid ihr direkt bei mir auf dem Studio-Nachteil oder beim Samu. Unsere Streaming-Nummer ist 079 739 09 59. Und dann übergebe ich dir das Wort, Samuel. Wunderbar. Ja, Serge, herzlich willkommen hier im Heavy Mental. Danke dir für die Einladung. Ich habe mich mega gefreut. Und hier jetzt dürfen sein. Mega cool. Ja. Vorgemerkt, jetzt haben wir vor Corona gehört, du kennst ja die Leute natürlich alle und so. Das ist schon speziell da mit jemandem im Studio zu sein, wo alle Leute persönlich kennt. Nicht alle, aber viel. Es war natürlich jetzt gerade schön gewesen, den Song zu hören. Weil, eben hat er gerade gesagt, mit dem Tommy Vetterli habe ich gespielt Night of the Guitars. Das war etwa vor 7-8 Jahren gewesen, wo der Sledu organisiert hat. Und wir haben dort beide Gitarren gespielt. Und er ist einfach ein mega cooler, entspannter Typ. Und er hat ein mega cooles Studio. Und wir sind so als Studio-Dudes natürlich reg im Kontakt. Oder wenn man schnell irgendetwas braucht oder eine Frage hat und so, dann telefoniert man und zwischen haben wir an der Strippe, aber jetzt ist es mega cool gewesen, natürlich, den Song zu hören und ich muss es unglaublich gönnen, dass sie einen solchen Einstieg haben wieder gehabt und jetzt so super Feedbacks haben. Mhm. Wirklich unglaublich schön. Ich finde es mega schön zu hören, weißt, dass du dich so mitfreuen oder offensichtlich wirklich auch so einen positiven, konstruktiven Austausch oder auch Zusammenarbeit haben, ist ja nicht selbstverständlich. Ich könnte ja sagen, ja, das ist Konkurrenz. Ja, nein. Ich sehe es ein bisschen anders. Ich muss wie schauen, dass ich die Arbeit, die ich habe, wirklich so in ein Pensum einbringe, wo mir nicht irgendwie 200%, also ich bin unglaublich froh. Jetzt andere coole Studios mit coolen Dudes, weil, weißt, die Musik muss aufgenommen werden. Also es hat so viele gute Musiker, die ihre Songs aufnehmen wollen und wenn es noch mal mehr gäbe, das wäre ganz schlimm. Das ist mega schön. Das finde ich stark, aber das zeigt schon etwas, glaube ich, über dich auch als Mensch. Ich glaube, es gibt andere, die man ja gleich argumentieren könnte und trotzdem habe ich das Gefühl, es gibt andere, die immer denken, ja, und eben, musst schauen oder dass man es für sich behalten. Ja, mega schön, das zeichnet sich, glaube ich, aus. Du bist ein Vollblutmusiker, eben in jeder Hinsicht. Mich würde wundern, wie bist du überhaupt zur Musik gekommen? Ich meine, du bist nicht immer der erste Christen mit all dem im Rucksack wie heute, oder? Nein, ich bin eigentlich, also es ist ziemlich natürlich vonstatten gegangen. Meine Schwäche ist 4 Jahre älter und die konnte Gitarrenstunden nehmen. Also akustische. Okay, ja. Und ich war 7 und dann habe ich ihr 50 Rappen gegeben pro Woche und dann hat sie mir das, was sie gelernt hat, bei Gitarrenlehrerin, hat sie mir nachher gelehrt. So, und ich weiss noch, ich habe wirklich ihr immer ein 50 gegeben. Und dann hat sie mir das beigebracht. Und dann, als ich 8 war, konnte ich nachher dort auch in die Gitarrenstunde gehen. Das war im Musikhaus, Musikschulkocher in Biel. Ja, genau. Nice. Du hast ihr dort sozusagen mitgeholfen, quasi da, dass ihren Einsatz dann wieder zu behalten. Sonst gesagt, ja, genau. Also, meine Eltern haben ja gezahlt, oder? Genau, bei mir ja auch nachher und so. Aber sie haben die Eltern gewusst, dass du jetzt musst zahlen dafür, dass... Nein. Nein, das ist einfach so gesehen und ich habe natürlich auch Freude gehabt. Ja. Und gut nachher, investiert Geld. Ja, genau. Und dann ist mega cool gewesen, dann habe ich mit 8 können gehen, einfach so allgemeinen Gitarrenunterricht, so der Anfang von klassisch, mit der klassischen Gitarre und dann ist davon zupfen und zum Glück habe ich eigentlich so mit 8, 9 hatte ich nachher meinen ersten Verzerrer gehabt und meine erste elektrische Gitarre. Und dann ist es im Keller schon richtig laut zu und her gegangen. Und
Gitarrenstunde jeweils natürlich akustisch zupfen. Aber nachdem wieder in den Keller. Und dann hat's wieder viel gemotort. So bin ich zum Musikmachen gekommen. Am Anfang habe ich mein Bruder, es war mega cool gewesen. Mein Bruder hat Schlagzeug gespielt. Und mein Cousin hat Hammond gespielt und mein anderer Cousin Bass. Und dann haben wir quasi so wie eine Band gehabt. Und es hat sicher fürchterlich getönt, aber es war immer schon laut gewesen. Meine Ohren haben sich schon an das daran gewöhnen und schon verzerrt. Und dann habe ich vor allem, dann ist halt so Zeppelin, aber auch ein bisschen freakere Sachen, Uriah Heep, Smokey sogar, Status Quo, ein bisschen das Zeug, so ein bisschen, und genau so haben wir uns dort angelärmt. Aber in dem Fall war es eben die Rockmusik irgendwie schon umeinander gewesen, auch sagen Sie, eben nicht ganz nur am Anfang, völlig, wirklich völlig. Und du hast mir ja gesagt, ich soll ein paar Songs mitbringen, die etwas mit mir haben gemacht haben. Und ich habe wirklich eine ganze schrille Palette von Songs gebracht. Ich hoffe, dass du mit dem schrill finde ich sie nicht. etwas hast anfangen können. Ich bin eine riesen Reise gegangen und immer noch. Und es fängt mit etwas an, das nachher genau quasi wie als Erweiterung von meinem Rock-Einstieg. Also ich bin wirklich, frag mich nicht warum, aber ich bin einfach wirklich von 0 auf 100 auf die Rockschiene. Ich bin einfach dort rein. Und es ist einfach immer gerade, Verzerrer an und E-Gitarre in Ampichen. Und das war auch da im Herz gewesen. Weißt du, wenn ich schaue bei mir, ich sage, das ist meine Herzensmusik. Es ist einfach lang gegangen, bis ich die entdeckt habe. Ja. Bei mir umeinander hat das niemand gehört. Und dann sowieso. Und dann braucht es ein bisschen länger, aber wenn du natürlich Leute um dich herum hast, dann kann natürlich doch etwas sofort halt auch, dann kann es zünden. Genau. Mein Cousin zum Beispiel, der hat immer Kiss gehört und der war recht älter gewesen. Und das hat mich mega natürlich fasziniert, die Typen mit der Maske und so. Und dann, ist auch das so ein bisschen, sind das Mitgründe gewesen, warum ich einfach völlig dort drauf bin, so, Hippie-Sound habe ich mega gern gehabt, weißt du, so ein bisschen, es ist dann nachher erst so richtig hart geworden später, so. Bevor du gesagt hast, auseinandergegangen, können wir doch dann nachher den Song mal hören. Was hast du uns mitgebracht? Genau, ich habe ein paar Songs mitgebracht, die auf der einen Seite mehr wirklich ziemlich, also auch distanzmässig, kilometermässig weit hergebracht und auch stilistisch haben geprägt. Und beim ersten Song, muss ich sagen, ist auch so ein Kreis, der sich schließt. Wir haben ja immer so im Leben Sachen, wo man erlebt, wo man wie merkt, hey, irgendwie ist das so eine Verbindung von ganz am Anfang, wo ich irgendetwas angefangen habe. Und dieser Song ist wirklich eine ganz starke, wo ich eine ganz starke Verbindung hatte. Und zwar ist das so gewesen, als ich 12 war, hat meine Gitarrenlehrerin gesagt, hey, es tut mir leid, jetzt ist dein Curriculum, es ist durch. Also das, was ich sonst den Schüler jetzt musst du jemand anderes haben. Und nachher habe ich mit meiner Mami, haben wir das Telefonbuch vorgenommen, das ist so ein dickes Buch, jetzt dann noch gegeben. Und nachher haben wir geschaut, Gitarrenlehrer Biel. Und nachher sind wir dort hergegangen. Und jetzt ist das rechter, es war ein unglaublich guter Gitarrist gewesen, eher konservativer Jazz. Der hat Jazzschule gemacht in Bern und hat einfach wirklich Bebop unterrichtet. Und ich bin dort reingehockt und ich habe das nicht gekannt. Und ich war völlig fasziniert gewesen. Und nachher, ich dachte, das gibt's ja nicht. Das kennen die Harmonien, die Welt, das kenne ich gar nicht, oder? Und nachher habe ich dort davon Stunden nehmen. Mit 12? Ja, genau. Du bist also schon noch jung, was, oder? Genau, ja, es war relativ jung für das. Und nachher, so im ersten Jahr,
bin ich nachher, ich habe immer dürfen, etwa 5 Minuten eher dort sein. Und dann bin ich immer so, früher, dass ich dort sein, bin ich dort gewesen und dann habe ich immer die Eltern schon gehört, was sie gespielt haben. Und da ist so eine, bei ihm ist ja wirklich das Real Book da durchgegangen. Das sind so die Jazz-Standards und so die Klassiker. Und dort hat einer so ein vorgeschrittenes Lied gespielt, Donnelly hat das geheißen. Das ist einfach, das ist noch jetzt eines von meinen Lieblingslieder, also ist nicht das, was ich jetzt gebracht habe. Aber einfach, ich bin nachher voll in den Jazz eingetaucht. Und nachher habe ich so einen Wettbewerb gemacht, da hast du für verschiedene Kategorien hast dich anmelden und dann habe ich dort als Gitarrist habe ich dort gewonnen und bin ich 14 gewesen und dann ist eine Band gekommen, eine Jazzrock-Band und dort hat es schon der ein oder andere Berufsmusiker drin gehabt, der am Konzi unterrichtet hat und die haben mich nachher gefragt, hey, willst du bei uns spielen? Und ich habe nachher wie gefunden, das wäre cool. Und es war auch mega cool für mich, weil dann konnte ich viele Konzerte machen dort und bin voll in das Jazzrock eingegangen. Und dann ist wieder so ich bin wieder ein bisschen zurück ins Rockige, wieder verzerrt, oder? Und nachher ist einfach für mich ein Artist zuoberst oben gewesen, das war der Billy Cobham gewesen. Und dann hat das Album rausgegeben, das sicher alle, die irgendwie über 45, 50 sind, kennen den Song. Crosswinds, der ist dann im Rundschau, hat die Sendung geheissen, ist das Signetmusik gewesen. Also jedes Mal, oben, wenn die Rundschau ist gekommen, ist dem seine Musik gekommen. Und ich habe das rauf und ache gelost. Und es hat so geil gerufen und so geil getönt. Und darum sage ich, der Song hat mich eigentlich mit auf Amerika gebracht, weil ich habe einfach, als ich 14 war, habe ich gemerkt, das Zeug tönt einfach anders als all die Sachen, die dann zumal eine Schweizer Band hat tönt. All die Produktionen, auch vom Musikmachen, von Attitude, von Performance, wie das ist. Es hat einfach anders tönt. Und ich habe immer geschaut auf die Vinyl und wo ist das aufgenommen worden? Dann habe ich gemerkt, hey, das ist alles, entweder in New York oder Los Angeles. Und nachher habe ich wirklich gemerkt, hey, ich muss auch dorthin, weil das berührt mich dermassen. Und mein Gitarrenlehrer hat immer gesagt, hey, du musst jetzt Bern in die Jazzschule. Und ich habe gesagt, hey, es tut mir leid. Ich muss auf Amerika. Ja, jetzt. Und das ist nachher, und darum sage ich auch, der Kreis schließt sich unglaublich schön, weil vor 4 Jahren hat der Billy Cobham mir gesagt, wir nehmen das Album, also ein paar Songs von diesem Album nochmal neu auf und ich will gerne, dass du die Verantwortung übernimmst für die Produktion, oder? Und dort ist auch das ist vor 4 Jahren, wo das passiert ist, und es war wie ein Blitz gewesen, oder? Und ich bin nachher in den Keller gegangen und habe das Kassettchen, das ich dann zumal vor 40 Jahren gehört habe und selber aufgenommen habe, und den Namen geschrieben habe, Billy Cobham Crosswinds, habe ich ihm gebracht. Und habe gesagt, hey, vor 40 Jahren habe ich das selber vom Vinyl aufgenommen auf Kassettchen, was ich immer auf dem Walkman hören konnte, oder? Und dieser Song hat mich nachher eigentlich, kannst du sagen, ist mit der Grund gewesen, warum ich in die Staaten bin. Auch wenn ich nachher mit 17, 18, 19 einfach völlig wieder zurück bin in Rock. Ich bin eigentlich so inspiriert gewesen von der Gitarre. Und dann mit dem Jazzrock, einfach das Filigrane und Virtuose hat mir dermassen gefallen. Und nachher sind dermassen coole Rockgitarristen gekommen, Steve Vai, Yngwie Malmsteen, all die Leute. Und das hat mich dermassen gepackt, oder? Und die sind natürlich auch dort hin. Und dann hat es für mich kein Band mehr gegeben, da habe ich gewusst. New York ist wirklich kalt gewesen. Let's go to Los Angeles. Ja, also dann schauen wir doch, was ist die übergezogen haben. Wir hören rein. Gehen nach Amerika.
Ja, als erstes sind wir in L.A. mit dem Song, der dich übergebracht hat. Was hast du in dieser Zeit dort gemacht? Oder was hast du in dieser Zeit dort gelernt? Du bist mit viel Sehnsucht auch dort übergegangen, denke ich, wenn ich dich vor dir zugelassen habe. Was hat die Zeit dort mit dir gemacht? Also sie hat mega viel gemacht mit mir. Ich bin eigentlich weil ich es einfach müssen. So, es hat ich habe Elektriker gelernt und habe eigentlich im 3. Lehrjahr ist es einfach mega schwierig gewesen, das weiterzuziehen, weil es für mich schwierig war, den ganzen Tag weg zu sein von der Musik und dann habe ich aber sehnsüchtig wirklich gewartet, bis er oben war und dann bin ich heimgegangen und ich einfach, ich wusste, das ist einfach, ich habe das Gefühl, du hast verlorene Zeit. Jetzt im Nachhinein ist es nicht verlorene Zeit gewesen, dort hat sich auch wieder einen schönen Kreis geschlossen. Also ich stelle mir so vor, Elektriker, bei dem, was du machst, musst du schon wissen, was da hinten dran mit dem Strom und so alles nötig ist, oder? Genau, das ist so, vielleicht kommen wir zu dem noch, in ein Tonstudio gebaut und dort ist Planzeichnen, Planung, Architektur das Thema und natürlich auch die ganze Elektrotechnik. Aber eigentlich so, einfach, ich habe gewusst, das ist nicht, ich muss jetzt wirklich, ich muss über und genau, und das ist eigentlich der einfachste Weg über zu gehen für einen Baumunger aus einem kleinen Bauerndorf, wo eigentlich so in die grosse Welt ich will, oder? Und das ist schon, wie ich habe gesagt, ich bin nachher so wie einfach so übermannt gewesen von all diesen super Gitarristen. Das hat mich dermassen das ist mir so eingefahren. Und das hat mir so viel Energie gegeben. Und dort ist es schon wieder eben härter geworden. Also, es waren vor allem Rockgitarristen gewesen, nachher, als ich 20 war. Und dann habe ich einfach halt wie müssen die RS noch machen. Und nachher nach der RS bin ich die einfach, habe ich die schon irgendwie einen Weg gefunden, dass ich gewusst, der ist too crazy, dann lassen wir jetzt gehen. Und dann bin ich nachdem auf L.A. Und ihr erste, so eine kleine Anekdote, ist also, wie ich vorhin gesagt habe, so, der Ingrid Malmsteen ist für mich auch so ein Held gewesen. Und dann bin ich auf L.A. und so als Baumunger komme ich dort an und habe gedacht so, das Rainbow, das kennt man so, wenn man so ein bisschen, wenn man sich ein bisschen informiert hat über Hard Rock und LA und so, dann weiss man, da musst du einfach her, oder? Mhm. Und dann bin ich so am ersten Abend hergekommen und dachte so, jetzt nehme ich ein Taxi, oder? Und gehe dort her. Und bin wirklich am ersten Abend in das Taxi und etwa 20 Minuten in diesem Taxi oder eine halbe Stunde in diesem Taxi gewesen, und der hat mich dort ausgeladen und tatsächlich bin ich vor dem Rainbow gewesen, bin ich gegangen, hocken in einer Bar. Und dann ist neben mir einer besoffen, wie eine Kuh, und nachher hat er sich verstritten mit der Frau oder Freundin, und nachher ist die weg und hat noch ausgerufen und so, und nachher ist er irgendwie, hockt so neben mir und ich schaue ihn an und nachher sage ich, du siehst gerade aus wie der Ingwer. Am ersten Abend, oder? Und nachher sagt er mir so, I am Ingwer J. Malmsteen. Wow, krass. Genau. So hat meine Zeit dort angefangen und so ist sie eigentlich weitergegangen, sehr, sehr intensiv. Und genau, ja, nachher so der einfachste Weg war, dass ich eine Musikschule habe besucht, weil dort hast du eigentlich können sagen, wie viel Franken oder wie viel Dollar hast du zur Verfügung zum Wohnen. Mit wie vielen musst du zusammen wohnen, in welcher Art von Wohnung, oder? Und dann hast du gewusst, du bist das 2., das 3. oder das 4., je nach Budget und so. Und nachher habe ich dort können, ist die Wohnung quasi wie organisiert worden. Und ich musste nachher mit jemand anderem müssen zahlen, was hat etwa $300 gekostet pro Monat. Und ist noch bei der Schule gewesen, und du hast das Visum gehabt, auch für ein Jahr. Das hat es einfach alles einfach gemacht. Und das ist nachher eine mega coole Schule gewesen. Dort habe ich auch wirklich
das war auch zu einer Zeit gewesen, wo die Schule auch unglaublich gute Lehrer hatte. Also da ist wirklich Paul Gilbert von Mr. Big ist dort gewesen, Bruce Bruyère von The Scream, also unglaublich krasse Jungs, Aldi Meola, eines von meinen eben Vorbilder, als ich 12, 13, 14, 15, 16 war und es unglaubliche Musiker gehabt. Und so bin ich nachher dort zuerst mal gesehen, als Student, und dann ist mir das Geld ausgegangen, dann bin ich nochmal heim, ein bisschen Stunden gegeben, für wieder die Schule fertig zu machen. Dann bin ich wieder zurückgegangen und habe nachher eigentlich die Schule fertig gemacht. Aber ich habe gewusst, durch das, dass ich kein Geld mehr hatte und ich heim bin gegangen, habe ich gewusst, wenn ich wieder hergegangen, um die Schule fertig zu machen. Ich habe gewusst, ich will dort bleiben. Das gibt für mich, ist es wie klar gewesen. Ich hatte so viele Psyche gehabt, weißt, von Schweizer, die sie rüberkommen und die haben mir nachher erzählt, oh, weißt du, was gegangen, was abgeht in der Schweiz, der mit dem und das und das und so. Und dann habe ich gedacht, oh, nicht. Ich will da bleiben. Da hat so viele unglaublich gute Musiker und es hat, es ist natürlich auch sehr aufbauend, oder? Wenn du so viele krasse Musiker um dich herum hast. Das ist nachher eine riesen Motivation gewesen. Ich wusste, ich will dort bleiben. Und dann habe ich einfach gewusst, ich gehe jetzt zurück in die Schweiz, verdiene Geld und gehe wieder zurück auf Amerika. Und dann habe ich einfach das halbe Jahr Zeit, wo ich das Studium fertig machen und dann muss ich es geschafft haben, in dieser Szene Fuß zu fassen, oder? Und dann bin ich eigentlich zurück auf das LA und dann habe ich gewusst, jetzt musst du in Bands spielen. Habe das nachher wie gemacht und habe dann noch dann mit dem Henna Habecker von Gotthard zusammen in der Wohnung gewohnt und bin nachher an einer Band gehabt, dort hat er noch gedrummt und durch diese Band bin ich nachher in das Studio gegangen und nachher ist es einfach das eine hat das andere gegeben und ich bin dort in das Studio sind wir eine Aufnahme machen und dort hat mich ein Produzent gehört und nachher hat er mir eines Tages angerufen und hat gesagt, du bist doch da einmal im Studio gewesen bei uns. Und dann hatte ich schon Freude gehabt, wow, mein erster Studiojob, oder? Und dann hat er gesagt, hey, du hast noch einen geilen Amp gehabt. Kann ich den mieten? Und ich so, oh, okay. Und nachher, bin ich zuerst ein bisschen enttäuscht gewesen, habe ich Amp dorthin gebracht. Und nachher, habe ich den Amp noch mal kurz erklärt, dem Gitarrist, weil er so ein paar Knöpfe hatte, die vielleicht nicht jeder kennt und so. Und nachher, hatte ich die Session gehabt und am Abend hat mir der Produzent dort angerufen, er hat gesagt, hey, kannst du ins Studio kommen? Und dann habe ich gemeint, ich gehe den Amp holen, oder? Und nachher hat er mir gesagt, hey, ich habe dich gehört spielen, was würdest du da drüber spielen, oder? Und nachher hast du morgen Zeit und dann bin ich am nächsten Tag ins Studio und von dort hat wirklich wie ein Schneeballprinzip hat's angefangen. Okay. Und das ist einfach auch, darum hat es auch so viel mit mir gemacht, weil du hast, das war in den 90er Jahren gewesen, und das war so der Peak von der Studioszene. Ja. Also dort war schon der Peak von den grossen Produktionen, wo es hat so viele Studios gehabt. Also du hast Santa Monica Boulevard entlang laufen und für jemanden, der es nicht hat gewusst, du hast links und rechts schauen, dann hast du einfach überall hast gewusst, da ist ein Studio hinten, da ist das. Und es hat ausgesehen als einfach ein diskreter Eingang, oder? Es war nicht angeschrieben gewesen, vielmals. Und ausser die grossen, gerade Larrabee, Record Plant und so. Aber die sind nachher nicht so angeschrieben gewesen und da hat so viele Studios gehabt. Und wenn du einfach dann hast abgeliefert, dann bist du einfach vom einen zum anderen gereicht worden. Und so hat es nachher angefangen. Und dann bin ich nachher eigentlich während dem Studium schon in Bands gewesen, wo ich bin engagiert wurde für Präsentationen. Da hat zum Beispiel ein Sänger die Band müssen zusammenstellen für bei einer Plattenfirma vorzuspielen. Hat nachher irgendwie im Casaris, was es noch gegeben hat, wo jetzt Viper Room heisst, oder im Whisky, da bist du einfach dort spielen, mit einer Band zusammengestellt für ein paar Übungen, oder? Und
Und so ist das nachher zumal hat das auch länger zum Überleben, oder? Die Bands und nachher die Studiojobs immer mehr. Und nachher habe ich wie gemerkt, das ist jetzt cool, jetzt ist wirklich so der Moment, jetzt kann ich die Schule aufhören und ich muss nicht heim. Ja. Das ist es, oder? Und genau dann ist nachher, das ist nachher später gewesen, das ist etwa ein Jahr später gewesen, wo ich dort die Jobs gemacht habe. Und dann ist dazu mal Crack, Gotthard, die jetzige Gotthard, sind nachher übergekommen auf Amerika. Und durch das, dass ich mit dem Henna zusammen gewohnt habe, haben wir gesagt, die Band braucht irgendwie noch einen Leadgitarrist. Dann ist der Leo noch nicht ganz so er hat noch nicht so gespielt, wie es dem Chris von Rohr, der es dann produziert hat gefallen. So, er ist dann, hat ein bisschen andere Sachen gespielt, und der Chris hat mehr auch ein bisschen bluesrockige, also einfach so ein bisschen, genau so, noch gewusst, ich wollte noch jemanden, und dann hat eben der Henna mir dort vorgestellt, und dann ist das nachher so zu der Zusammenarbeit gesehen, nachher mit dem Leo Gitarrenstunden gegeben und bin nachher dort auch im Studio mal auftaucht und für etwas zu machen. Und darum ist der nächste Song natürlich, wo mir viel bedeutet, ist ein Gotthard-Song. Und das war nachher auch der Grund, warum ich wieder zurück bin in die Schweiz. Also, dann hören wir doch. Downtown hast du mitgebracht. Ja, mit Gotthard bist du von LA wieder zurück in die Schweiz gekommen. Genau, aber das hat eine Zeit gedauert, muss ich sagen. Dann ist die Band nachher zurückgegangen und der Henna ist dann auf Kanada zu
glaube zu seiner Schwäche. Und nachher, von der Schweiz aus, hat mir nachher der Steve Lee aber angerufen, hey, es wäre so cool, wir brauchen noch einen zweiten Gitarrist und so, für auf Tour, es wäre mega cool. Und ich habe gesagt, hey, ich bleibe da. Ich bleibe einfach, das LA ist für mich, das ist wirklich so mein Ort. Ja, genau. Und nachher, und nachher hat der Henna telefoniert, komm doch und so. Das ist schon Zäckchen Staubsauger vom Probi und so. Weißt du? Und irgendwann hat es mein Herz genug erwärmt. Und nachher habe ich eigentlich meine Gitarre habe ich nie verkauft, aber dort mein Auto und die eine Boxen und mehr habe ich, glaube ich, gar nicht gehabt. Ein Verstärker, 2 Boxen. Und genau, Boxen habe ich gebraucht als, durch einen Anbau als so Fernsehtischli. Das ist 4x12 Boxen, schon umkehren. Und genau, und dann bin ich nachher zurück in die Schweiz gegangen. Aber dann hast du ja eben nicht bei Gotthard gespielt, oder? Sondern hast etwas anderes angefangen. Genau. Das ist wirklich so. Ich bin nachher viel mit dem Chris von Rohr Tennis spielen und das hat sich nachher wie einfach anders entwickelt und ja. Und der Leo hat nachher einen guten Freund von ihm vom Tessin genommen und hat sich dort mit ihm mega wohl gefühlt. Und nachher ist eigentlich gleichzeitig dort ist nachher das Thema, hat das angefangen mit Matzlik. Und zum Glück hat das angefangen, weil es ist so der Anfang von einer Zeit, wo ich nachher durch diese Band auch ein mega schönes Gitarre- und Verstärker-Endorsement habe bekommen, wo ich einfach 10 Jahre lang, alle Jahre, einen Monat bin auf LA gegangen. Und dann bin ich gleich nicht so weg gewesen, weißt, vom Zeug, oder? Die Beziehung zu ihrem Herzensort können aufrechterhalten. Genau. Und darum, ich weiss, dass es ein Herzensort ist. Ich weiss nicht, ob du schon mal am LAX bist gesehen, am Flughafen. Nein, ich bin noch nie in Amerika gewesen. Okay. Ja. Muss irgendwann noch, weißt du, aber das ist das Problem, so mit Familie und Kind und so, aber das kommt dann schon mal. Oder je nach Politik, genau. Genau. Nein, aber der LAX, der Flughafen ist jetzt renoviert worden, aber dann zumal ist es wirklich nicht ein schöner Flughafen gewesen. Und jedes Mal, wenn wir dort sind angekommen, ich mit meiner Frau, einfach wirklich Herzpoppen, wir haben gewusst, ist alles wie, wir sind angekommen. Jedes Mal, jedes Jahr. Wow. Ist es so gewesen. Und darum, es ist wirklich so ein Herzensort. Ja. Und darum ist es schön gewesen, hat das angefangen mit Matzlik. Und ja. Aber wie hast du deine Kollegen gefunden? Also, sie haben mich gefunden. Genau. Ich bin nachher eigentlich dazu gekommen, wo schon der grösste Teil der Band wie zusammengestellt war. Und nachher haben wir dort noch Songs geschrieben. Es ist noch einen Sängerwechsel gegeben. Und nachher ziemlich geleitet, nach dem Mal, wo wir genug Songs hatten, hat es geheissen, hey, wir wollen ein Album aufnehmen, oder? Und ich bin, dadurch, dass ich eigentlich nicht lange in der Schweiz war, bis das wieder hat angefangen, ein halbes Jahr, 3/4 Jahre so, ist nachher wie so, habe ich viel mehr Leute kennt von dort hinten, und viel mehr Studios kennt dort. Und dort ist mega schön gewesen, dort wo Gotthard die ersten 2 Alben aufgenommen. Das war im Fortress Studio gewesen, also am Hollywood Boulevard und ist ist nicht so ein Hochglanzstudio gewesen, es ist das Demo-Studio von Gene Simmons. Schon der MC Bass dort gewesen, ist auch mal aufgetaucht. Und der Pat Regan ist einfach ein unglaublich cooler Typ gewesen. Der das ingeniert hat und das erste Album von Gotthard auch gemischt hat. Und nachher haben die Jungs gesagt, hey, das ist so ein cooler Typ gewesen, der hat eigentlich der ist so entspannt, ist der mit dir umgegangen und du hast einfach gern dies alles gegeben, weißt du, so. Und nicht quasi mit Druck, sondern einfach auf eine natürliche, ermutigende Art. Genau, ja, genau. Und
Und wir hatten schon 2 Produzenten, die den Druck haben durchaus erzeugen. Von dem her, ja, nachher sind wir zum Glück eben dort übergegangen. Und es ist wirklich eine krasse Zeit gewesen. Wir haben nachher die Aufnahmen angefangen. Also wir sind zuerst mal übergegangen und haben dort noch so Quiet Riot, die haben so ein Probestudio gehabt. Und dann sind wir dort noch, ich glaube, 2 Wochen proben. Einfach nicht, dass wir hergehen und wir haben auch noch ein bisschen mit den Amps müssen schauen, weißt, dass wir nicht alle Sachen müssen mitnehmen. Und schauen, was du dort für Material das da hast, das dir passt. Genau. Und nachher haben wir dort, wie, kannst du sagen, 2 Wochen können proben, 2 Wochen Zeit gehabt, für ein bisschen Equipment zusammen zu ramisieren. Und zu suchen. Und haben nachher auch eine Karre können kaufen. Und dann haben wir nachher schwarz matt mit einem Sheriff-Stern wieder aufgemalt, selber angemalt und hat ziemlich mean ausgesehen. Sind nachher am Schluss hat das angefangen, die Studio-Session. Und ich glaube, nachher irgendwie nach dem, was wir das Drum, Bass und Rhythmusgitarre drauf hatten und schon ein bisschen Gesang, haben die Riots angefangen. Ich weiß nicht, ob du von dem hast gehört. Das ist, ich glaube, ein Schwarzer ist niedergeschlagen worden von 2 Polizisten. Und die sind dann, genau dann freigesprochen worden, sind aus dem Gericht, also aus dem Gericht rausgelaufen, als freie Männer. Ja. Und nachher ist die Hölle los in dieser Stadt. Und du glaubst es nicht, von dort, wo das Studio ist, gesehen, das ist so, du siehst so, es hat ja ein relativ kleines Downtown. Und das ist genau dort gewesen, wo es nachher ist gegangen, so in 101 Freeway. Und dort hast du wirklich so ins Downtown gesehen. Und dann sind wir aus dem Studio rausgelaufen und tatsächlich hast du von Gebäude gesehen brennen. Weißt du, im Downtown. Es ist schon relativ weit gewesen. Gefühlte 5 Meilen oder 10 Meilen, so, vielleicht auch mehr. Aber weil alles so flach und gerade ist, weiss ich nicht genau, wie weit das wirklich ist. Und dann ist natürlich der ganze Fernseher voll gewesen, oder? Und ihm seine Frau, Pat Regan, seine Frau, hat immer angerufen, oh, Pat, komm home. Ja, genau, das ist jetzt gefährlich. Ja, genau, jetzt wird es gefährlich. Und nachher wirklich bin ich am Einspielen gewesen, von den Gitarren-Solos, und das ist auch darum, habe ich den nächsten Song als Wunschsong, oder? Dann weiss ich noch, dann habe ich wirklich den Song eingespielt, und das ist eigentlich noch so ein anspruchsvolles Solo. Und nachher, und das geht nicht gerade beim ersten Anlauf, und der habe ich gewusst, der will heim. Ja. Jetzt will er heim, und jetzt muss ich das noch schnell reintückeln, oder? Und nachher ist wirklich, sind wir immer, haben es einmal gespielt, sind wir rausgeschaut und tatsächlich haben wir einfach schon viel, es ist immer näher gekommen. Ja. Und nachher am Schluss habe ich das eingespielt, und nachher haben wir wirklich, gell, das ist nicht auf Computer aufgenommen, das ist auf 2 Zoll analog Tape. Und nachher haben wir einfach gewusst, hey, jetzt ist der Moment. Ich habe meine Gitarre und meinen Hauptverstärker untereinander genommen, er sein Band, und nachher sind wir ins Auto, und unsere Wohnung, die wir gemietet haben, ein paar Monate, ist nachher auf der anderen Seite vom Hollywood Boulevard. Das heisst, wir haben nur müssen auf den Hollywood Boulevard und etwa 4 Meilen fahren. Und ich kann dir sagen, die Stadt, also Hollywood, hat in 2 Stunden ausgesehen wie eine Geisterstadt. Also von normal, viele Touristen, leer. Wie zur Corona-Zeit. Leer. Und alle Läden sind, so wie die Holztafeln hier, barrikadiert. Wir sind fast das einzige Auto gesehen, und ich kann dir sagen, wir sind wirklich in Stuhl versunken und haben nur noch mit den Köpfen rausgeschaut. Das ist wirklich, also haben auch recht illustre Personen haben nachher irgendwie gewisse Läden geräumt und so. Weißt du, hast gemerkt, jetzt nützt man es ganz schnell aus, jetzt geht man dort noch schnell ein iPhone klauen. Nein, das hat es noch nicht gegeben. Genau. Darum ist der nächste Song, ist der mir natürlich auch, mir ist eingefahren, Back on Track, ja. Genau. Wahrscheinlich, dass du vorhin gesagt hast, eben die Aufnahmen und die Stadt brennt, das ist ein
nicht ein Smoke on the Water-Moment, sondern so ein Smoke on the City-Moment. Ja, genau. Genau, wir haben noch einen Song auf dem Album, der heisst Manhunt, oder? Und das ist wirklich, dort ist wirklich, das ist der Manhunt gesehen, dort leckt mir. Wir sind nachher zurückgefahren mit dem Tape im Arm, mit der Gitarre, mit dem Verstärker. Es klingt jetzt wirklich wie eine Räubergeschichte, aber es ist Wahrheit. Sind wir her und nachher haben wir bei uns, bei dieser Wohnung, oder in Amerika sind ja all die Wohnungen, die Blöcke, die meistens so einen Innenhof haben, die sind eigentlich abgeriegelt. Du musst mit einem Schlüssel in ein Gitter rein, oder? Und dann haben wir in das Gitter reinlaufen. Dann habe ich wirklich, ohne Witz, so einen Doppelläufer vor meinen Augen gehabt. Und er hat gesagt, was wollt ihr da? Und ich habe gesagt, hey, wir wohnen da. Ja. Okay, welches Apartmentnummer? So viel und so viel. Okay, wo ist das? Da oben, links. Okay, geh dann. Also so ist das dann gesehen. Und nachher war schon 3 Tage lang Ausgangsverbot gewesen. Das ist ganz spannend. Ja. Also back on track. Back on track. Back on track. Serge, weißt du, an was für ein Song das mich das Lied erinnert, der Einstieg? Komm da. Nein.
Rapid Fire von Judas Priest. Es passt so das Ding und nachher da vom Song. Ja. Der muss anfangen, denke ich, ja, jetzt kommt Pounding the World like a battering ram. So genau, nein, es geht noch anders weiter, aber das ist so, genau, das ist für mich, als ich das erste Mal gehört habe, das ist Judas Priest, nein, es ist Motley. Genau. Hey, das Album, es ist ein grandioses Album, heute haben sie jetzt neu wieder rausgebracht. Ja, genau. Weil es so eben immer all die Jahre wieder nachgefragt worden ist. Was hat es dort zumal ausgelöst, was rausgekommen ist? Hey, es hat eigentlich viel mehr ausgelöst, als das ich mitbekommen habe, wenn ich ehrlich bin. Es ist so, keine Ahnung, ja, dann so meine unbeschwerteste Zeit gehabt, wo das Album ist rausgekommen. Eigentlich mit dem Album habe ich meine Frau lernen kennen und dann ist so einfach so eine Zeit gekommen auf Wolke 7, wo einfach es ist grandios gewesen. Es ist aus einer Beziehung raus, wo eigentlich ja immer wie längere Haare bekommen. Und die sind über einen Gurt drüber aus und die damalige Freundin hat eigentlich lieber einen Elektriker gehabt als einen Musiker. Und dann habe ich einfach Sarah lernen kennen und es ist genau ihr Ding gewesen, einfach der Sound und darum ist es so für mich so einfach ist keine Verbissenheit in nichts drin gesehen, sondern einfach so eine Genusszeit, wo einfach das ist gemacht, wo ist auf dich zugekommen. Und dort sind auch lustige Sachen passiert. Jetzt geheissen, dann ist von mir so ein eigenen Manager gehabt, also das war sehr streng gewesen. Jetzt ein bisschen untertrieben gesagt und der hat dann auch gefunden, dass der Rhythmusgitarrist, der muss raus. Entweder er oder ich und so. Und wir haben dann gerade Ferien gebucht und ich dachte, hey, was macht jetzt der eigentlich für ein Theater? Jetzt gehen wir in die Ferien und nachher haben wir gewusst, wenn wir zurückkommen, spielen wir im Hartund-Stadion vor irgendwie 40'000 Leuten. Und das ist mir eigentlich, da sind wir halt dann noch das vierte. Okay, ja. Weißt, also es ist einfach alles, es ist so eine unbeschwerte Zeit gewesen und hast aus allem raus das Beste gemacht, weil du hast dich so wohl gefühlt in allem, was passiert ist. So von dem her ist sehr vieles ich habe schon gewusst, weißt, was die Medien geschrieben haben, aber ich bin jetzt dem nicht so nachgegangen. Ich habe mir eher wie neue Songs geschrieben, überall spielen und es ist schon eigentlich eindrücklich gewesen, dass wir einfach wie von 0 auf 100 die Tipparade auf den 5. Platz. Damals ist das noch etwas gewesen, ja, oder? Ja, das ist nicht einfach so. Ja, genau. Und dann sind wir vor Krokus. Krokus ist auf dem 6. Platz gelandet. Und es ist wirklich krass gewesen. Und in Japan ist es gut gelaufen. Wir haben viele Interviews dort müssen geben, viel einfach ganz Europa können spielen. Und dann ist es schon mega eindrücklich gewesen, was das ausgelöst hat. Aber was es so richtig ausgelöst hat, habe ich erst jetzt erfahren. In den letzten 2 Monaten, wo wir haben gewusst, mit uns wirklich wieder releasen und was mir Leute haben gesagt, was das ihnen bedeutet hat, das Album dann und was ihnen bedeutet, was wir jetzt wieder machen, da ist mir wirklich das Herz aufgegangen, weil ich habe gemerkt, wir veröffentlichen wieder neu veröffentlichen, nicht nur wegen uns, sondern ganz viele Leute, die das wirklich für sich auch so richtig geniessen oder sagen, hey, wow, so cool, dass die das machen und so. Jetzt haben wir, glaube ich, eben auch das erste Mal Vinyl noch gehabt, was es dort mal nicht gegeben hat. Ja, genau. Und auch das erste Mal digital. Das hat es ja dann auch nicht gegeben. Stimmt, ja. Und einer der Gründe war, was wir das wieder machen, ist, etwa vor 5 Jahren hat wir, eigentlich vorher sind immer Mails gekommen.
und das ist wirklich von Mexiko, von Schweden, von Griechenland, von Portugal, überall immer wieder. Also weißt nicht jeden Tag so, oder? Aber jeden Monat ist das so ein Mail gekommen. Hey, bist du der zuerst von diesem Album und so? Und dann, ja, bei dem, hey, hast du noch so ein Album? Weil sie finden es nicht mehr. Ja. Sie finden nur noch irgendwie eine gewisse Alben auf eBay von Japan. Und das ist für $220 ist das verkauft worden. Und dann haben wir schon gedacht, ist jetzt irgendwie, da verdienen sich ein paar irgendwie, weißt? Goldige Nase. Aber ich habe mir jetzt, also goldige einfach verdienen ein bisschen an dem, was das mal dann zumal ausgelöst hat. Klar, ob sie den für den Preis verkauft, ja. Ich glaube jetzt nicht, oder? Aber jetzt einfach ich da. Und gut, nachher kommt ein paar Jahre später, eben, das war etwa vor 5 Jahren, ein amerikanisches Label, und die haben nachher gesagt, hey, wie sieht es aus mit den Rechten? Habt ihr die Rechte wieder? Könnte man das weltweit wieder neu veröffentlichen? Wir sind ein Label, das sich auf das spezialisiert hat. Und das war der Grund, warum wir eigentlich mit den Original-Members wieder haben versucht zusammenzukommen. Ich habe gesagt, hey, wie sieht es bei euch aus? Und so, hättet ihr wieder Interesse und so. Und dann haben wir mal in der Originalbesetzung wieder angefangen zu spielen. So. Und dann hat man natürlich gemerkt, der Drummer, der Heinz, mit ihm habe ich die letzten 25 Jahre immer gespielt, oder, mit Modern Day Heroes. Ja. Und habe x 100 Konzerte mit ihm können machen. Wir sind nie bleiben stehen, wir sind immer unterwegs gewesen. Und der damalige Sänger hat einfach das nicht gemacht. Und hast du gemerkt, ja, okay, komm, das ist wie zu weit auseinander, so, oder? Darum haben wir nachher wirklich so wie eine Umbesetzung wie gemacht. Oder? Dann, aber hat er dann wie auch Freiraum bekommen von den anderen, weil sie gemerkt haben, das geht nicht, aber machen die das? Oder ist ja auch nicht ganz einfach. Ich meine, es ist ja ein gemeinsames Erbe, und wenn die einen weitermachen, stelle ich mir vor, könnte ja auch heikel sein. Ja, es ist, also, jetzt, beim Sänger ist ja eigentlich schon 2 Jahre nach der Veröffentlichung vom ersten, vor 33 Jahren, ist ja das Thema schon mal gewesen, wo nachher wo hast du einfach gemerkt, es geht wie nicht weiter mit ihm. Und dann haben wir dann nachher wirklich mit jemand anderem weitergemacht. Und das ist schon dann ein Thema gewesen. Und das Thema ist wieder das Gleiche gewesen, wo wir wieder zusammen sind. So, das ist, und du merkst nachher einfach, du musst nachher nicht etwas, also mit der Brechstange etwas zu erzwingen. Es ist nachher, ich habe es versucht, und so, und die einen, vor der damaligen Urbesetzung haben nachher gesagt, hey, du bist irgendwie, du bist wie ein Therapeut, du bleibst an jemandem dran, aber ich habe die Kraft nicht, oder? Ja. Und wenn du das machen willst, dann mach das, aber, und dann hat man wie gemerkt, okay, so nach einem halben Jahr, das ist wirklich, jetzt hat man wieder den Grund gesehen, warum es dann auseinander ist. Und hat sich jetzt nicht geändert in der Zwischenzeit. Ja. Könnte ja sein, dass jemand natürlich einen Weg geht, der plötzlich eine andere Basis hat. Also es ist unglaublich, weißt, ich habe unglaublich gerne den Typ. Es ist so ein Talent, aber der ist auf seinem eigenen Universum. Und du weißt nicht, er lebt einfach ein anderes Leben, und hast wenig Parallelen. Bis kenne ich so, oder? Und habe nachher auch eigentlich nach all dem, was wir zusammen erlebt haben, haben wir nicht wirklich gekannt. Weißt du, so darum ist es auch ein bisschen einfacher zu sagen, hey, komm, es hätte auch wirklich einfach nicht so sein. Und doch ist es so ein unglaublich talentierter Typ. Ich würde sagen, wir hören doch den nächsten Song. Und zwar hat der zu tun mit jemandem, den du schon angeteasert hast, quasi mit deiner Frau. Aber ich glaube, wir hören doch einfach mal rein. Du hast vom Ozzy Osbourne No More Tears mitgebracht. Und dann hören wir, erzählst du uns nachher, was es damit auf sich hat. Ja.
Blitzableiter. Rock und Metal. Ja, wir sind jetzt hier wieder mitten in deinem Leben, Serge, gell? Der Song hat eine bestimmte Bedeutung. Du hast jetzt gegeben an einen anderen. Jetzt haben wir Ozzy Osbourne No More Tears gesagt, Metallica Sad But True hätte auch an dieser Stelle stehen. Was hat es mit diesen Songs auf sich? Genau, es ist eigentlich so, wo wir nachher das Album rausgegeben ist ja nachher eigentlich gerade vorher oder nachher oder gleichzeitig ist Metallica rausgekommen. Und Corona übrigens ist am gleichen Tag rausgekommen wie das schwarze Album von Metallica im 93. okay. Darum haben sie Pech gehabt. Genau. Aber ihr seid offensichtlich nicht am gleichen Tag gewesen. Nein. Und genau das war die Zeit gewesen, wo ich einfach gemerkt hey, ich bin nicht nur, weißt, ich komme von Biel. Und Biel ist so eine alternative Szene, eher so. Ja. Und in den 90er Jahren, da bin ich fast, es hat keine Langhaare gehabt dort, oder? Aha. Und da bist du ein bisschen, du bist ein bisschen, vielleicht 2, 3 Kumpels, so, oder? Ja. Aber das war nicht gewesen, ich war allein gewesen, und das ist einfach, jeder ist ein Langhaar gewesen, und jeder hat einfach Gitarre spielen und so. Und dann bist einfach da in der Schweiz so ein bisschen, beobachtet vorkommen und hast nicht gewusst, ja, okay. Also, nicht, dass ich mir hure viel habe. Also, weißt, das hat mich nicht negativ angezogen oder so. Aber, wie gesagt, dann ist genau die Zeit gewesen, wo ich Zara lernen kennen. Und jedes Mal, wenn der Song ist gekommen, hat sie fast durchgedreht vor Freude und hat Luftgitarre gespielt. Und ich meine, was ist geiler als Gitarrist, wenn deine eigene Freundin einfach zu einem Zack Wild einfach tanzen und das Geilste findet, oder? Und für mich war es ja auch das Geilste gewesen, oder? Aber wenn dann dein Partner einfach das unglaublich cool findet und das ist so wie ein Ankommen gewesen. Yes, wow, weißt du, so am richtigen Ort. Und eigentlich, warum ich Ozzy habe gewählt anstatt Metallica, ist, weil ich mit Ozzy ein bisschen mehr Gemeinsamkeiten habe als mit Metallica. Und zwar sind wir nachher ein Jahr später habe ich zusammenarbeiten mit dem Produzenten von Ozzy Osbourne. Und das ist nachher, darum habe ich diesen Song genommen. Oder? Das ist mir natürlich jedes Mal, wenn Ozzy kommt, dann kenne ich all die Geschichten, die der Produzent von Ozzy erzählt hat und muss schmunzeln und denken, ja, es war auch schon eine crazy Zeit gewesen, so. Und darum, ja, ist es der Ozzy gewesen. Aber ja, beide Alben abgefeiert, oder? Ja. Jetzt, Zara, was hat sie für eine Rolle in deinem Leben? Du bist eben, wir haben gesagt, du bist da quasi sagen, der Mann von der Welt und eben selber da ein grosser Produzent und Musiker geworden. Manchmal sagt man ja, ist das so eine Sache mit den grossen, sichtbaren Männern und Frauen da hinten dran. Was hat Zara für eine Rolle in deinem Leben? Ja, sie sieht man schon nicht so, gell? Ich mit 1,90 und sie mit 1,62. Aber sie ist zum Glück nicht hinter mir, sondern wirklich mit mir nebendran und ich staune auch, wenn ich so ein bisschen reflektiere, also was haben wir gemacht, und dann habe ich gibt es schon die Momente, wo ich denke, ja, es ist wirklich crazy gleich, was man kann machen im Leben, und habe mir nachher auch überlegt, warum ist das passiert, oder? Und weil ich habe auf der einen Seite mit so viele Konzerte können geben mit Matzlik und nachher ein paar hundert Konzerte mit Modern Day Heroes, ein paar hundert Konzerte mit meinem als Singer-Songwriter, mit Sergio, und nachher habe ich schon überlegt, irgendwie ist mir das gar nicht so als viel Arbeit vorgekommen, und das ist natürlich eben genau wegen der Sarah, oder sie arbeitet 100% eigentlich für die ganze Sache. Und wirklich 100%. Das heisst, sie arbeitet immer 2 Tage pro Woche, nicht alle Wochen, noch an einem Ort, wo sie auch kreativ tätig sein kann. Aber schlussendlich sind das nachher die 140%, die sie nachher zusammenzählt arbeiten, oder? Und so das Zweite hoch, wenn du natürlich jemanden hast, der nachher die ganze das Management macht und das Tourmanagement und dann sind wir irgendwie
eine Woche auf New York spielen und sie hat die ganze Tour organisiert. Oder wenn das alles selber müsstest machen als Musiker, dann ist logisch, dann könntest du vielleicht ein Drittel von dem machen, weil du musst ein Drittel der Zeit nachher organisieren, dran, bevor du gehst, und nachher ein Drittel, wenn du zurückkommst, alles wieder erledigen, oder? Und das ist wirklich natürlich, eben, weil wir es zu zweit machen, kannst du nachher, ja, nicht nur, dass du mehr kannst machen, sondern wir erleben auch alles zu zweit. Also, und das ist für mich etwas unglaublich Kostbares. Also das heisst, wenn wir nur am Anfang hat es ein paar Tourneen gegeben, wo sie nicht ist mitgekommen, wo halt noch so war, dort hat sie noch mehr müssen arbeiten, dass wir den Lifestyle können finanzieren und aufbauen. Oder? Ist sie wirklich dort 100% gebügelt, dann bin ich nachher selber auf Tour gegangen und das war die ersten paar Jahre gewesen. Und nachher ist sie immer mitgekommen und das ist nachher natürlich unglaublich schön. Du kannst nachher, wenn du von einem Konzert heimkommst, kannst du am nächsten Tag davor reden, was hat dich getäuscht und es ist schön gewesen, das ist schön gewesen. Du hast es wie zusammen erlebt und dann bist du eigentlich emotional so auf dem gleichen Ort und kommst dir nachher auch nicht komisch vor, wenn du irgendwo bist und du erlebst etwas und dein Partner ist in der Schweiz und ist dort irgendwie in der Fabrik im Schräublizell und so und du bist irgendwie in Amerika in einem geilen Club im Spielen und so, dann kommst du dir irgendwie so vielleicht ein bisschen komisch vor. So. Also ich stelle mir vor, es gibt ja genug Geschichten von Beziehungen, von Ehen, die ja nicht überlebt haben, weil man vielleicht irgendwie das nicht zusammen hat oder weil, weiß auch nicht, man ist ja dann allein und so. Es gibt ja, glaube ich, genug Möglichkeiten auch irgendwie. Ja. Ich gehe nicht im Haken-Gras. All die Fragen und eben zusammen, wie da den Takt zu behalten. Ich denke, das ist wahrscheinlich auch ein riesiges Geschenk, dass das auch plus Produktivität, was heißt, wenn man es zusammen machen kann man viel mehr erreichen. Ja, und das ist schon, wie soll ich sagen, es braucht schon eine starke Persönlichkeit, weil es ist nicht, es ist eine Männerdomäne und da sind wir auch in Situationen gekommen, wo nur gehen, wenn du eine starke Frau hast, wo irgendwie sich auch kann werden. Da hat es so eine unglaublich schöne Geschichte. Also ich finde es unglaublich cool. Und zwar, ich glaube im 2. Jahr von Matzlik sind wir über in die Staaten und nachher sind wir dort ins Studio gegangen, für die nächste Platte zu planen und so. Und nachher kommt dort so eine jemand von einer Gitarrenfabrik und der sagt mir, hey, du kommst jetzt hier ins Studio und so, kann ich dann hören? Okay, komm hören. Dann ist er hören und dann sagt er, hey, willst du nicht die Gitarre endorsen? Also wir würden die Sponsoren quasi mit und dir eine Gitarre geben. Und nachher habe ich das Gefühl gehabt, ja, warum nicht? Gell? Und nachher bin ich einen Tag später dort zu dieser Firma gegangen und nachher ist der Big Boss dort gewesen, und das ist ein riesen Büro gewesen, und das sind einfach vielleicht 100 Gitarren so ringsherum am Büro an der Wand gehangen. Und nachher hockt der Chef so, ist dann schon älter gewesen, hockt so ins Ledersofa und sagt so, "Are you the guitar guy?" Und ich, yes, okay, play song. Und nachher hat es einfach so einen Marshall-Stack gehabt, weißt du, einfach einen rudimentären Marshall-Stack in einem Büro in, oder? Und du weißt, ein Marshall muss ein bisschen aufdrehen, dass er sich ein bisschen genehm ist zum Spielen, oder? Okay, habe ich aufgedreht, oder? Nachher habe ich dort irgendwie 10 Minuten zu Hause gelassen. Und nachher hat er gesagt, great, you can choose a guitar. Also du kannst eine Gitarre rauslesen. Und nachher habe ich gesagt, du, im Fall, es ist mega grosszügig von dir, aber mein Problem ist, wenn du wettest, dass ich das exklusiv spiele, dann bräuchte ich 4 Gitarren, weil ich habe verschiedene Tunings und ich brauche eine Reservegitarre. Und sonst muss ich einfach wieder meine anderen nehmen. Und nachher hat er gesagt, okay, choose 4. Und nachher, genau. Und so hat es angefangen, dass ich nachher einfach alle Jahre quasi für die Firma bei einer NAMM-Show gegangen. Die NAMM-Show ist eine grosse Musikconvention, also eine grosse Musikausstellung.
Und dort ist wirklich jeder, also dort ist immer ein Eddie Van Halen gesehen. Dort sind all die Guns N' Roses Jungs. Und das Coole war, dass Duff McKagan, Gilby Clarke von Guns N' Roses sind auch Endorser gesehen von der gleichen Gitarrencompany. Das heisst, wir haben uns dort lernen kennen an diesem Stand. Und irgendwann ist jetzt geheißen, hey, weißt du was, nächstes Jahr nimm doch deine Band auch gerade mit über, oder? Und nachher sind wir also dort an diesem Stand gewesen. Und wir haben nachher können, wir haben gewusst, irgendwann am nächsten Oben gehen wir dann mit Warrant hat gespielt, der Duff McKagan hat gespielt und dort war der Eric Singer, das ist der Kiss-Drummer. Genau. Und er war dann durch den Tag schon am Stand gewesen, und nachher ist der einfach, Zara ist dann mit jemandem am Reden gewesen, oder? Und nachher ist einfach der vor Zara gegangen und hat sie völlig angemacht. Hey Baby. Wer bist denn du? Quasi, hey. So. Und Zara hat sich eigentlich gewusst, wer der ist, oder? Dass es der Kiss-Drummer ist. Und, aber er hat sich aufgeregt, weil sie ist in einem netten Gespräch gewesen mit jemand anderem, oder? Und dann ist einfach zwischen die zwei gegangen. Und nachher hat einfach Zara gesagt, ja, wer bist denn du? Machst du auch Musik? Und dann hat er gefunden, yes, oh, how nice. What instrument? Welches Instrument? Drums. Nachher ist er so stinkehässig davon gelaufen und ist zum Chef der Gitarrenfirma und gesagt, hey, was ist das für ein Land, ey, die kennt mich nicht und so. Und so Sache ist natürlich mega cool, weil Zara hat sich nachher nicht einfach auf das Boxhorn jagen, weißt, von so Leuten, oder, wo nachher irgendwie wie das Gefühl hatten, hey Baby, weißt, ich bin der und dort merkst du schon, du musst so im richtigen Moment halt gleich auch ein bisschen so das Regimentchen anlegen oder ein bisschen tough sein und das kann sein. Hey, mega cool. Ja, also ein Hoch auf Zara. Die jetzt zulassen, wissen nicht, Zara ist da im Hintergrund, sie ist da, ein Hoch auf dich, Zara. Ich hätte so gesagt, wenn du nicht wärst mitgekommen. Ja, natürlich, aber es zeigt ja etwas eben. Die sind als Zweite da. Sie unterstützt dich, hat da ein paar Fotos gemacht und das ist mega cool. Das, was du jetzt vorher gesagt hast, finde passt auch zum nächsten Song. Ist das, was du eben über Eric Singer gesagt hast, eben wie Menschen dann plötzlich, wenn sie dann da irgendwie auf einem Podest stehen, dann wären sie noch ein bisschen grösser. Ja, genau. Im nächsten Song, den du mitgebracht hast von Megadeth. Da heisst, you take a mortal man and put him in control. Kann man auch in der Musik und in der Musik. Meistens kommt es nicht ganz so im Watch him become a god. So das übrigens, meistens bei den Musikern passiert das nächste nicht. Watch the heads a roll heisst der, glaube ich. Watch people's heads a roll. Also ja, wenn mir die Leute den Kopf kürzt, so, das dann nicht. Aber es ist vielleicht ähnliche Mechanismen, wo ja, glaube vielleicht da wie im Showbusiness, dann in der Politik und überall da ist, wenn die Überhöhung passiert, dann kann es auch recht grusig werden. Ich denke, wir hören doch mal in den Song rein und dann können wir da gerne noch ein bisschen ins Gespräch drüber. Ja.
Symphony of Destruction von Megadeth, hast du es mitgebracht? Ja. Eben, das passt in die politische Situation, wenn ich so an die grossen Führungsfiguren denke, eben, die so gottgleich werden und eben häufig muss man schon bei teilweise Rollenköpfe, das hat man schon gesehen, gell? Und bei anderen weiss man es noch nicht so genau, ob es dann plötzlich so weit kommt. Aber für dich bedeutet der Song oder das Album, ich glaube auch noch etwas anderes, nicht nur jetzt vom Inhalt zum Titelsong, sondern es ist auch, hast du etwas noch mitgebracht? Ja, genau, eigentlich auch wegen Max Norman, wegen dem Produzent, wo wir zusammen haben gebügelt, und ich habe mit ihm können, das zweite Album, also das war nur ein EP gewesen, von Matzlik, können mischen. Wir sind eigentlich übergegangen für das zweite Album wieder mit dem gleichen Mixing-Ingenieur zusammen das zu machen, und der hat nachher wirklich so wie ein Problem gehabt mit einer Produktion, die sich verschoben hat. Und nachher, und während dem Aufnehmen von der EP ist einfach so, dass das Album Euthanasia gerade rausgekommen. Das hat mich so schön gedacht, wie das geklungen hat, der Sound. Und nachher, das ist für mich das Grösste gewesen, gerade so soundmässig so. Und nachher sind wir eben übergegangen, und dann, bin ich bei dem nachher, dort einen guten Kollegen gehabt, der einen Kollegen kennt. Und nachher sind wir dort vorbeigegangen, haben wir die Bänder mitgebracht, er hat es angehört, und nachher hat er gesagt, wir können morgen anfangen. Und das ist eine unglaublich intensive Zeit gewesen, dort mit ihm zu mischen. Es ist ein unglaublich krasser Perfektionist. Und wir haben nachher eigentlich so wie angefangen am Schluss, es ist wie soll ich sagen, es hat sich so entwickelt, dass wir am Schluss das zweite Hören dann Mischputz gesehen und zusammen haben können machen, aber der Weg dorthin ist mega intensiv gewesen. Und ist wirklich ganz cooler Typ, und das ist auch so ein kleines Dankeschön an Max Norman. Auch einer von den wirklich ganz grossen in diesem Business. Und was das Coole ist, also für mich war das Coole gewesen, am Schluss hatten wir, wir haben ja alles auf ein Hauptzoll gemischt, oder? Und nicht entweder auf ein Stat oder auf ein Hauptzoll. Und dann haben wir auf ein Hauptzoll gemischt. Und am Schluss hat er mir das Band übergeben, und der hat nicht mit Hand draufgeschrieben, sondern mit Computer, weißt du, schon dann hat alles immer perfektionistisch abgegeben. Und nachher dort drauf steht, mixed by Max Norman und Serge Christa, oder? Und ich habe ihm gesagt, ich tue den, auf das Album tue ich dann nur deinen Namen, oder? Nachher sagt er, no, it made the difference. Also es hat den Unterschied gemacht. Und was das Krasse war, wir haben nachher im Hardrock Frankreich haben wir, du glaubst es nicht, aber wir haben den ersten Platz gewonnen. Es hat immer, ich glaube im Dezember, hat es so ein Ding gegeben, wer hat die beste Produktion. So eine Jahreswertung, genau. Und dort sind wir zusammen mit Metallica, Megadeth, Matzlik auf dem ersten Platz gewesen. Oh, und das ist ein Ritterschlag. Ja, und sie hat gesagt, das sei das bestklingendste Album von Max Norman. Wow, so und das ist schon, darum, das ist so wie ein Dankeschön an ihn und an die Zusammenarbeit, die wir zusammen haben können. Du bist bei den Besten in die Schule gegangen, oder hast du es offensichtlich geschafft, eben da mit ihnen zusammen einen Weg zu finden? Wie verstehst du dich denn, oder deine Rolle als Produzent? Weißt, oder was bedeutet das Produzent sein? Für viele Leute, die vielleicht nicht so eine Ahnung haben, oder die eine Ahnung haben, wie machst du das eben du? Was ist für dich wichtig? Das ist ein Begriff, der sich auch gewandelt hat, muss man sagen. Und zwar in der jetzigen Musiklandschaft, Industrie, wo ja keine mehr ist eigentlich das Geld gar nicht mehr dass du einen Produzent hast und nachher einen Recording-Ingenieur, Mixing-Ingenieur und so. Und ich habe wirklich auch die Schweine gehabt, natürlich für die paar Jahre, wo ich zu Leben war, habe ich viel in Studios bügeln, und dann hast du immer ein ganzes Team gehabt. Das ist vielleicht auch jetzt so einer der Gründe, warum ich es liebe, mit anderen zusammen zu sein, zusammen etwas zu machen und schaue es als sehr grosse Bereicherung an und nicht als Konkurrent. Ja. Oder so.
weil dort hast du ja immer in einem Team hast du immer so einen Assistent gehabt, zum Teil ein Recordist, also einer, ein Tape-Operator, der geschaut hat für das Tape und nachher eine Aufnahme, Recording-Ingenieur und nachher ein Mixing-Ingenieur, Assistent und so. Da hast einfach all die Leute gehabt, die Teams und dann, wenn du aber so in einem Studio bist gesehen, eben, dann bist du einer unter einer Bahn gesehen, so, oder dann ist das eigentlich gar nie aufgekommen, das Ding. Auch ich bin die One-Man-Show ist dort gar nie so ein Thema gewesen. Und dort hast du natürlich viel können lernen durch das, dass du nachher bei jedem spezifisch auch hast können beisitzen und so. Und darum sage ich jetzt als Produzent, ich jetzt im Studio, ich habe sehr viele Sachen produziert, wo ich angefangen habe. Wir haben jetzt mittlerweile Massive Sound, das Studio seit 30 Jahren. Und am Anfang habe ich sehr, sehr viel produziert, weil niemand hat einen Kompi daheim gehabt, niemand hat das Pro Tools oder das Logic oder das Cubase oder irgendetwas daheim gehabt. Das heisst, du hast gar nicht gewusst, wie du das kannst bedienen und so. Ja. Und dann ist die Rolle ein bisschen anders gewesen. Du bist ins Studio und hast einfach dem gesagt, hey, wir haben keine Ahnung und so und wir haben das noch nie gemacht. Und so bin ich nicht ins Produzieren gekommen und habe das wirklich sehr, sehr lang einfach eigentlich nur das gemacht, als Produzent quasi die Band von A nach B gebracht, indem dass ich sie aufgenommen habe, zum Teil nachher auch gemischt und nachher später auch gemastert. Das ist nachher so, die ersten paar Jahre habe ich nur aufgenommen und nachher die weiteren 10 Jahre habe ich nachher viel aufgenommen und viel gemischt und nachher bin ich immer ins Ausland zum Mastern und nachher seit etwa 15 Jahren, wo ich sehr viel tue, auch mastern. So. Und dann ist so der ganze Kreislauf, wo du ein bisschen weisst, wie, was läuft. Aber mittlerweile ist es eigentlich so, dass Teilbands gewisse Sachen daheim machen und dann ist die Rolle als Produzent ist nicht mehr die gleiche. So. Oder du bist nicht mehr so der alleinig verantwortlich für den Schluss. Darum, das hat sich natürlich in der ganzen in der Zeit jetzt einfach gewandelt. Kannst du vielleicht für die Leute, die keine Ahnung haben von Soundtechnik, mal noch ganz kurz sagen, weißt, Aufnahme, Mixing und Mastering, weil ich merke, lange habe ich auch das Gefühl, was ist das Mastering eigentlich? So ein bisschen, ja, das ist eigentlich sehr einfach zu erklären. Aufnehmen ist, du stellst deine Mikrofone, deine Instrumente auf und nachher hast du natürlich sehr viele Mikrofone, wo ein Schlagzeug hast vielleicht 16 Mikrofone. Das heisst, du nimmst ziemlich viele Spuren auf. Das ist das Aufnehmen. Und das Zusammenmischen ist nachher aus der, wenn du am Schluss hast du, wenn du eine CD hast oder ein Vinyl oder ein File, hast du eine linke und eine rechte Seite. Sprich, du musst das zusammenmischen in einem richtigen Verhältnis, mit dem richtigen Raumanteil, mit ein bisschen Effekten und so, dass du eine Dimension herbringst. Das ist nachher das Mischen. Und das Mastern kannst du dir vielleicht so vorstellen, wenn wir jetzt im Film reden, dann ist auch das Aufnehmen, der Film, der Schauspieler, der vor der Kamera rumsäckelt, du tust ihn filmen, das ist das Filmen. Und nachher das Mischen ist in der Filmindustrie ist das Schneiden, wo du die verschiedenen Szenen zusammenschneiden. Und das Mastern wäre im Film nachher das Color Coding, wo du einfach sagst, wenn wir jetzt einen Dokumentarfilm haben, dann bist du sehr natürlich, das ist im Jazz der Fall, du hast sehr dokumentarisch versuchen, die Abbildung zu machen. Und wenn du nachher eher auf einer kommerziellen Pop-Schiene bist, dann bist du mehr wie ein Blockbuster. Weißt du, wo hell und grau ist. So. Genau. Und wenn du jetzt eher auf Stoner Rock bist, dann bist du eher auf Tarantino. So, was ein bisschen aussieht wie analog Film aufgenommen. So. Das ist nachher das Master. Das sind so die 3 Schritte, die passieren. Genau. Mittlerweile weiss ich das, aber ich glaube, es ist cool. Nein, ist cool, dass du das so erzählst. Ich glaube, es gibt ganz viele Leute, die das immer lesen. Oder siehst, oder ein Album wird wieder mal remastert, rausgebracht. Ja. Was heisst das eigentlich? Und gewisse, je nachdem, wenn du nicht eine Soundanlage hast, dann hören sie den Unterschied. Dann hörst du vielleicht gar nicht so wahnsinnig oder so. Ja. Genau. Ja. Das ist cool. Ich glaube, ein paar Basics, denke ich, die nicht alle gewusst haben bis jetzt. Merci vielmals. Ist dann irgendwann mit Manslik ja dann eben mal fertig geworden, eine neue Geschichte angefangen. Wir hören noch einen Song, bevor wir auf die Schlussrunde eintreten, langsam
noch von deiner Indie-Rock-Band Modern Day Heroes. Genau, wie ist ihr dazu gekommen? Ja. Hey, eine Band habe ich vergessen, die ich gemacht habe. Und zwar ist das eigentlich bei Matzlik ist es ja eigentlich so gewesen, dass wir Keep Crawling ist so von 0 auf 200 gegangen. Und das hat nachher auch dazu geführt, dass du hast nicht viel Verschnaufpause gehabt. Es ist wirklich vom einen ins andere. Und dann haben wir nachher gemerkt, dass eben, wir müssen den Sänger wechseln. Und weil es ist wie gesundheitlich nicht mehr gegangen. Er hat gefunden, hey, es geht wie nicht mehr und so. Und dann, gut, nachher haben wir eigentlich Sänger gewechselt und ist ein guter Freund von uns, der mittlerweile gestorben ist vor einem Jahr, ist nachher eingesprungen und das ist am Anfang, haben wir das Gefühl gehabt, es ist genau, wow, der kann das genauso singen und es ist sehr ähnlich, er hat die Energie drin gehabt und erst, als wir nachher neue Songs haben gemacht haben, haben wir gemerkt, einfach wenn die Stimme komplett anders ist, dann fährst du ganz anders an von tönen als Band. Ja. Und du willst schon nachher auch so machen, wie es für ihn seine Stimme passt. Und nachher dann ist nachher die ganze Grunge-Szene gekommen und nachher ist Rammstein gekommen, Clawfinger, alles der Crossover und so. Und da haben wir uns schon mit dem Wechsel vom Sänger einfach so angefangen inspirieren und wow, das ist ja auch noch cool. Und haben ein mega cooles Label gehabt von Deutschland, wo nachher gefunden haben, oh, machen das und so. Und nachher haben wir einfach am Schluss gemerkt, hey, shit, das ist einfach viel zu weit weg gewesen. Ja. Und haben nachher gemerkt, eigentlich schon nach der zweiten, hey, eigentlich sollte man Bandnamen wechseln. Haben es aber nicht gemacht. Das erste Album hat ziemlich viel Geld gekostet und ich bin recht noch am Zurückducken gewesen. Und ich habe gewusst, hey, wenn ich jetzt Bandnamen wechsle, dann kommen die alle zäckeln und, und ich habe das Geld nicht. Und nachher haben wir das drittes gemacht und nachher haben wir viel können spielen und schlussendlich die Schuld habe ich wie loswerden und nachher haben wir Bandnamen gewechselt. St. Dimas hat das geheissen. Und dort haben wir auch 2 Alben gemacht. Und nachher ist dort der Sänger ausgestiegen. Und nachher war der Heinz mit ihm vom Matzlik. Yeah. Und bei St. Dimas war nachher auch der Bruder von Sarah. Oder? Und er ist sogar vom Bündnerland angezügelt, oder? Für in dieser Band St. Dimas zu spielen. Und nachher war es nicht mehr gewesen. Und nachher haben wir gefunden, hey, wir sind so, es ist eine Familie. Wir haben uns nicht vorstellen, einfach jetzt nicht mehr zusammen Musik zu machen. Einfach, die Vorstellung ist, das ist gar nicht gegangen. Nachher haben wir jetzt dritte Songs gemacht und nachher haben wir so ins Feuer gekommen, für Songs zu machen. Und nachher haben wir immer Sänger gesucht. Und keine gefunden. Nein, nachher haben wir einfach Indie machen. Dann ist, mega coole Bands sind dann auch rausgekommen, so Indie-Rock-Bands, wie heisst die eine, die wirklich so voll durchgestartet ist, die Australier. Das ist nicht meine Küche, ich kann nicht helfen. Und dann das ist das Rohe, das Trio, der Trio-Sound. Und nachher haben wir gefunden, hey, jetzt suchen wir einen Sänger. Und dort haben wir einfach wirklich so eine rohe, direkte Stimme wollen und weniger eine hardrockige Stimme. Und nachher haben wir einfach gemerkt, wir haben niemanden gefunden, es sind ein paar vorsingen. Und nachher haben wir ein Demo gemacht. Darum habe ich der nächste Song ist eigentlich ein Demo. Okay. Und zwar habe ich den eingesungen, nur um zu zeigen, in welche Richtung es soll gehen. Nachher war das Problem, dass unser damaliger Manager von St. Dimas, das ist ein guter Freund von uns, der hat den Song nachher gehört und ohne zu fragen hat er den M4 Music geschickt. Das ist so ein Contest, wo du kannst, als Band kannst du die Song einschicken. Und, und nachher sind wir dort irgendwie
in die Nomination reingekommen, hat es geheißen, ihr müsst dort in die Finale kommen und so. Und nachher sind wir dorthin und nachher haben wir gewonnen und nachher haben die alle gesagt, hey, der Sänger hat ein Goldkehlchen. Oder? Und nachher haben die gefragt, ja, warum, was es uns nicht schon ändert geht und so. Und nachher habe ich gesagt, ja, wir suchen Sänger. Und dann sind die nicht rausgekommen, oder? Und nachher hat der Yves und der Heinz gefunden, hey, aber jetzt haben wir doch gewonnen. Wäre das jetzt nicht der Moment für dich, für wirklich das weiterhin zu machen, oder? Und nachher hat der Yves den Song an Mike Hogue damals geschickt, oder? Und dann ist Mike Hogue noch cool gewesen, dann ist es so gewesen, hast du, zwar können voten, dass du nachher als Band kannst am Gurtenfestival spielen oder am St. Gallen. Und dann sind beiden Orten 30 Bands gewesen, oder 35 Bands, die nachher haben gespielt über das ganze Festival und die am besten abgedrückt haben, haben nachher können in Finale gehen. Und wir haben natürlich für uns, gell, wir sind schon im Alter gesehen, da votest du nicht mehr für dich, das machst du einfach nicht, oder? Genau. Das gehört nicht so zu dem, ja. Und nachher, zumal läutet mir jemand an vom Komitee dort und sagt, hört, der hat auch keine Freunde. Niemand hat gewotet für euch, oder? Und da gibt es einfach Bands, so Schülerbands, die einfach das ganze Schulhaus gewotet hat. Aber bei uns in der Jury seid ihr unsere Lieblingsband. Und ihr bekommt quasi wie ein Ticket, oder? Wildcard. Genau, Wildcard. Wollt ihr kommen? Und dann sind wir auf St. Gallen gegangen und haben dort gewonnen unter diesen Bands. Und dann haben wir im Finale können spielen gegen Gewinner vom Gurtenfestival. Und dann haben wir dort gewonnen. Und dann hat es geheißen, jetzt auf Tournee, und sind wir dann irgendwie mit Atalante Portas auf einer Tour. Und dann haben wir nicht mehr wechseln können. Sänger, das war zu kurz. Genau, also. Und dort bist du einfach gerne. Und darum habe ich jetzt diesen Song mitgenommen, weil das so der Anfang war, wo ich nachher zum Gitarrespielen noch gesungen habe. Also, I Want You, Modern Day Heroes. Smile can hypnotize a soldier stare. The devil may care. I better hold on tight, but it's right. I see the lights turn red. I think I meant some danger now. I'm hanging over the edge, and now you got me jumping. That's why I want you, babe. Yeah, I want you. That's why I want you, babe. Yeah, I want you. I know a thing or two or maybe three about you. Yeah, about you, girl. I'm hanging over the edge.
Ja, wir kommen jetzt in die Schlussrunde. Das war Modern Day Heroes mit I Want You. Aber für die jetzt zulassen, immer noch, ist die letzte Chance noch, eine Frage uns noch ins Studio zu schicken. Sag nur noch einmal von meiner Seite 079 739 0959. Und Mikko? Da muss ich das Mikrofon schnell aufmachen. 079 930 55 88. Stellt eure Fragen, ihr habt noch Zeit. Und wenn im Nachhinein eine reinkommt, tun wir die sicher gerne vielleicht über die sozialen Netzwerke oder so beantworten. Aber am besten ist es immer live. Genau. Auf der Matzlik schreiben eben Creep Crawling the Mud in den Credits. Dort heisst es Our Deepest Devotion Our Deepest Devotion to God. Das ist ja nicht Zufall auch, dass du heute Abend da bist, dass ich als Metal Church dich als Gast eingeladen habe. Was hat es mit dem auf sich? Oder wie ist das für dich persönlich so? Ja, es ist halt Dankbarkeit, wie Sachen sind zusammengekommen, wie es nachher dazu ist gekommen, dass man so etwas zusammen machen kann. Und ja, als Christ willst du nachher auch den Dank am richtigen Ort hergeben, oder? Mhm. Ja. So, von dem her ist das wie, ja. Natürlich. Für dich ist es wie natürlich. Genau, ja. Jetzt deine Frau hat, wo wir vor der Sendung darüber geredet haben, da gibt es noch so eine Anekdote dazu, wo jemand mal in einem Interview gefragt hat, wo jemand das gelesen hat und gefragt hat, ja, seid ihr Christen? Willst du sie erzählen? Genau. Ein Interview gesehen beim Metal-Magazin. Warum ist denn der Spruch dort, all die bis Devotion to God? Seid ihr Christen? Und nachher sagt der Ronny, ja, wir sind auch Christen, ausser nur er heisst noch so. Das ist mega herrlich. Ja. Aber ist das für dich, weißt, hat es nie Spannungsfelder gegeben, du sagst, ja, ich bin Christ und so, mit dem, was du erlebt hast, in der Szene und so, oder ist das wie klar für dich immer, das ist ein Weg, das ist deine innere Haltung und die Beziehung zu Gott und darum passt das irgendwie rein, oder hat es da keine Spannungen gegeben? Es hat einmal so eine Situation gegeben mit den Modern Day Heroes, wo wir ein christliches Festival spielen. Dann haben wir nachher sind wir von 2 oder 3 Festivals gemieden worden, weil es geheißen hat, das sind da die Christen und so. Und ich muss dann sagen, ja, wenn es so ist, dann ist es so. Weil, weißt, wenn es so zu dieser Situation kommt, wo mich jemand fragt, wie bist du zum Glauben gekommen? Dann habe ich das schon recht, wenn ich das reflektiert habe, dann muss ich sagen, eigentlich, ich habe nichts angenommen, was nicht in mir war. Mhm. Und es hat sich immer, meine Mami hat noch vor kurzem gesagt, weißt du, als du 4 warst, hast du dir eine Bibel gebaut, bastelt und nachher hast du dem Papi seine Schuhe angelegt und nachher bist du predigen. Bist überall rumgelaufen und bist predigen. Und ich bin nicht in einem christlichen Haus aufgewachsen. Also wir sind nicht zu Predigen gegangen, wir sind in einer Kirche gesehen, wenn jemand geheiratet hat oder konfirmiert ist worden. Und das ist für mich immer wie so etwas, ich habe das immer in mir drin gehabt. Und der muss stärker, der muss schwächer aber es ist immer so auf eine natürliche Art in mir drin gewesen. Und darum habe ich eigentlich die Berührungsangst meistens gar nicht gehabt. Ist das nicht so ein Thema gewesen? Ich denke, aus so einer frommen Bubble raus müssen da in die Welt raus und es ist immer beides da, das eine in dir und das andere draussen. Ja, genau. Ja, nachher hat es schon den Moment gegeben, wo ich dachte, komm, ich will das machen mit Taufe und so, was das noch kannst festigen so, aber eigentlich bis zu dem Moment ist das für mich in mir drin gewesen. Ich wusste, ich bin ein Kind Gottes und das ist für mich wie logisch gewesen, von eben seit 4, 5 und so und nachher aber das, ja, natürlich jeden Scheiß durch, weißt du, und das ist, aber, weil es nicht etwas war, wo ich von aussen das Gefühl hatte, ich muss das annehmen. Und nachher, durch das, dass ich das annehme, muss ich mich nachher ändern, so. Ja. Sondern es war viel mehr gewesen, ja, es ist so. Also,
Es ist einfach, wie es ist. Ja. It is, what it is. Und nachher, dann hat es aber so komische Situationen gegeben. Ich weiss noch, wo wir in 9. Klasse sind wir in einem Skilager. Und dann hat es so ein paar Christen gegeben, das sind dann quasi wie die Freaks gewesen, gell? Die haben ja auch Gebetsoben gemacht und so. Und die anderen sind dann in die Beiz saufen. Und ich bin wirklich ohne, das ist für mich das Natürlichste gewesen von der Welt. Ich bin nicht zuerst in Gebetsoben dort beten und nachher zack, mit den Kollegen saufen, bis man sie umgeht, weisst. Es ist einfach so wie, ja, ich habe nicht gewusst, dass es falsch ist. Und durch das, dass ich natürlich nicht christlich bin aufgewachsen und mir irgendwie ist eingebläult worden, hey, das solltest du im Fall dann nicht, ist das nie ein Thema gewesen. Es ist einfach so, wie es ist. Ja, einfach mega gern eigentlich auch über den Durst getrunken und ein bisschen belämmert gewesen. Das Gefühl habe ich einfach noch cool gefunden und so. Noch. Und dann, ja, ist das wie nicht etwas gewesen, wo ich nachher gewichten, das sollte ich jetzt nicht, das sollte ich nicht. Und darum, ja, habe ich eigentlich auch, so, wie soll ich sagen, ziemlich schnell irgendwie Gespräche, aber nicht eigentlich weniger gesuchte Gespräche, weil man hat halt wie immer eine Diskussion, wenn du im Studio bist, gibt es immer wieder die Situationen, wo, wenn ich irgendwie dir etwas frage und dann sagst, wenn du nach dir quasi äußern, als Tontechniker würde ich das jetzt so machen und so, dann kommt das manchmal halt, oder? Dann sage ich, ja, jetzt als von meinem christlichen Glauben her sehe ich es ein bisschen so und so, oder? Und dann ist das eigentlich wie völlig natürlich. Natürlich so, ja. Das ist mega schön. Ja. Ich glaube, so sollte es doch eigentlich auch sein. Eben nicht etwas, wo irgendwie so eben nur ein Programm ist, sondern da muss irgendwie Kopf, Herz und Hand und das Leben und die Umgebung da zusammenkommen. Also. Genau. Und darum gibt es auch mehr nicht ohne das. Weißt du, es ist, ja, dann muss ich immer sagen, Idees oder Idees. und jetzt, eben, du hast jetzt beschrieben, was deine Beziehung mit Gott ausmacht und wie das natürlich ist. Aber eben, die Christen oder die Kirche, so, das ist ja nochmal manchmal eine andere Geschichte, wie man mit anderen zusammen muss leben. Und wenn ich mir so überlege, wie ich das wahrnehme, so mit Kunst und Kirche und erst recht Rockmusik und Kirche ist ja nicht immer so ganz einfach. Wie siehst du das heute? Oder hat es auch Veränderungen? Oder hast du Gutes erlebt? Oder vielleicht eben auch Schwieriges? Eigentlich sehr Schönes. Spezielles auch. Eine Situation war ganz schöne gewesen. Und zwar auch eine spezielle. Da sind wir in den Gottesdienst gegangen und das war das Biel gewesen. Und es war eher ein konservativer Ort gewesen. Aber es hat mir einfach mega, der Prediger dort, das ist mir einfach ins Herz gekommen. Und nachher sind wir dort hergegangen und ich wirklich mit meine Haare sind wirklich über den Gürtel, also die sind wirklich halt, mir hat es schon gesehen, dass ich kein Popmusiker bin. Und nachher, ja, sind wir dort hergegangen. Und dann nicht die klassische Musik. Genau. Und nachher sind wir dort nach dem Gottesdienst einen Kaffee nehmen. Und nachher kommt der eine vom Worship-Team kommt zu mir und sagt, bist du ein Rockmusiker? Und ich, ja. Und nachher sagt er, ja, wie ist denn das? Kannst du Rockmusik machen? Und nachher gleich das Gefühl haben, dass das, was du machst, dass das eins ist mit Gott und so. Ich, ja, logisch. Ja, unbedingt. Oder? Und nachher habe ich mit dem und er hat das fast nicht geglaubt. Ja, das kann ich fast nicht glauben und so. Und so am Anfang ist es für ihn speziell gewesen und komisch. Und nachher haben wir so ein cooles, so coole Gespräche gehabt, dass er mir alle angerufen hat und gesagt, hey, ich will eigentlich das und das Konzert, kannst du mitkommen und so, es nimmt mich Wunder und so. Also weißt du, es hat nachher eigentlich so wenn du Konfrontation nicht scheuchen und mit jemandem wirklich ehrlich Antwort geben und ich hätte dort können sagen, hey, ich gehe jetzt heim, das muss ich mir jetzt nicht antun. Genau, oder? das hast du x-mal diskutiert, das muss ich nicht wieder haben mit so einer genau. Ja. Und dort habe ich nachher sagen, nein, einfach das, ich lerne sicher etwas dabei, er auch, und jetzt reden wir zusammen und nachher ist es mega schön rausgekommen von dem. Cool. Ja. Also wir sagen, wir gehen nachher in die Fragen. Wir haben noch einen Song mitgebracht, und zwar
eben, du weißt ja, als Metal Church bringen wir das immer wieder zusammen, ja, die grobe Musik. Und ich habe am Samstag haben wir die Chance, es gibt das erste Mal das Refine. Das Refine ist ein reformiertes Jugendfestival von der Deutschschweizer reformierten Kirchen in Zürich. Freitag bis Sonntag. Und am Samstag sind wir eingeladen, um einen Metal-Gottesdienst zu machen, mit anderen zusammen. Und ich darf dort an mit Serpent of Moses. Und da hören wir einen Song noch, bevor eure Fragen da kommen. Doch bis der Morgen abbricht, der Nebel für immer dem Licht weicht, geht dir trotz allem, auch wenn noch trübt, jeder Morgen Blitzableitung.
Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Ja, das war Serpent of Moses, eben am Samstag mit mir zusammen im Metal-Gottesdienst am Refine und dann nachher im Dezember im Heavy Sanctum. Cool. Genau, Sehr cool. Ja. Wir haben Grüße bekommen. Hallo Michele, Serge, Sarah und Samuel. Sehr tolle Sendung im Blitzableiter. Danke vielmals für die interessanten Geschichten und Erlebnisse. Liebe Grüße in die Runde vom Ham. Keep crawling in the mud, Mudheads. Danke, Merci. Vielen Dank, vielen Dank. Und dann haben wir von der kleinen Gruppe vom Samu, Seri, Tim und alle eine Nachricht bekommen. Die danken auch für das sehr spannende Interview. Und sie schreiben, wir haben uns gefragt, wie die Verbindung von Serge Christen zur Metal Church entstanden ist. Ich habe vom Simon Beck das Studio zuerst in Nidau gehabt und dann haben wir gewusst, wir werden ein neues Studio bauen in Belmond und haben Simon gefragt, ob er das übernehmen in Nidau. Und dann ist er noch nicht als Live-Mischer unterwegs gewesen, sondern als Studiomischer. Und dann ist es für ihn eine super Sache gewesen. Und dort habe ich das erste Mal gehört von nicht Metal Church, wie hat es geheißen? Vom Elements of Rock Festival vielleicht? Oder Nein, vom Unblack. Ah, ja, genau, Unblack. Von unserem Dachverein. Ja, genau, ja, das, genau. Und von dort her und jetzt mit Matzlik, mit dem Dani Schmid, ist das natürlich, er spielt ja dort auch mit, oder? Und dort habe ich es nachher wieder neu, ich muss dazu sagen, ich habe ein unglaublich schlechtes Namens-Memory, also was ein Wunder, dass ich meinen eigenen Namen nicht vergesse. Nein, das schon nicht. Aber ja, wirklich, eben darum, da kommen Sachen und gehen Sachen und nachher, zack, Metal Church. Genau, das ist, dort ist die Verbindung, ja. Ist eben lustig, wenn du das so erzählst. Meine Perspektive ist mehr eben, ich habe mit Simon fangs unterwegs gewesen, so, und dann hat er eben vom Serge auch was erzählt, ja. Und das aus dieser Perspektive gehört. Und dann auch wieder, ja, da gibt es einen wichtiger Produzent und so, cool. Aber du hast noch gar nicht, deine Geschichte wie gar nicht kennt oder nicht geschnallt. Und nachher irgendein eben, ich gemerkt, der Danu hat der Neue gesagt, ich bin jetzt bei einer neuen Band und so. Und plötzlich hat das angefangen, das hängt ja alles zusammen hindurch. Oder ist Sachen jetzt eben, dass die Geschichten Personen zusammenkommen? Genau, gell? Die Welt ist so eine kleine Welt und die tut sich natürlich noch mal kleiner machen, wenn du unter den Musiker bist und ist mega cool, natürlich so unterwegs zu sein und solche Sachen zu erleben. Jetzt freue ich mich natürlich auch extrem mit dem Dani da jetzt wieder zurück auf die Bühne mit Matzlik und mir eben, du bist ja gekommen, Freitag. Genau. Und es war mega schön gewesen. Also, dass das Gefühl, das hat mir so viele Leute gesagt, dass es schön ist, dass sie das machen, dass das Album für sie dann zumal so viel bedeutet hat. Es war einer von einem CD-Laden von Deutschland, der gesagt hat, du glaubst mir das nicht, aber wo die CD ist rausgekommen im 93, ist 6 Wochen lang in diesem CD-Laden nur die CD gelaufen. Er ist auch am Morgen um 9 Uhr mit seinem Kollegen gelaufen, hey, was lassen wir heute laufen? Bam, wieder das. Am Morgen um 9 Uhr. Hätte ich jetzt nicht können, aber nicht gemacht. Und darum ist es natürlich für uns auch mega schön, dass wir das Gefühl haben, eben, dass wir es nicht nur für uns machen, sondern auch Leute, die nachher gesagt haben, es ist so schade, gibt es das nicht auf Vinyl und jetzt gibt es eben das auf Vinyl und digital. Darum sind wir schön gespannt, wo uns die Reise herführt und es ist schon mal wirklich mega dankbar natürlich für alle, die die Videos schauen und liken und uns followen und das Album vorbestellen. Und Du hast am Samstag am Schluss vom Konzert, am Freitag am Schluss vom Konzert noch gesagt, eben so wegen, das sind für alle, die Video liken und so, weil ist ja bei euch eben nicht so einfach, aber es ist eben etwas anderes passiert. Das mit dem Label. Ja, genau, es ist ja heutzutage, seid ihr immer
jeder, ob das ein Promoter ist oder ein Label, hey Giele, dann müsst ihr zu euch Facebook-Zahlen schauen, Instagram, Spotify, Playlists, eure Zahlen. Und wir sind natürlich nicht mehr die Jüngsten und das ist jetzt etwas, was ehrlich gesagt uns nicht so interessiert, oder? Dazu kommt, dass wir Mats Lick jetzt erst seit einem Jahr wieder wissen, ja komm, mal, jetzt wollen wir es wieder, ist so cool, oder? Was wir wieder loslegen können. Und, aber haben das völlig vernachlässigt, respektive wir haben das nicht bewirtschaftet, nicht gesagt, hey, liket es und so. Und jetzt ist passiert, dass unsere Plattenfirma hat gefunden, ja, weisst, mit so wenig Likes und ja, das wird nicht hure, das wird einfach ein paar hundert Platten werden wir da verkaufen, dann ist gut, oder? Hey, und nachher ist das Album rausgekommen, eben CD und Vinyl, und nach einer Woche haben uns Plattenläden geschrieben, Leute von Deutschland, von der Schweiz, hey, sie wollen nachbestellen und so, es heisst überall, es sei ausverkauft oder es sei nicht mehr lieferbar, was ist los? Nachher hat Sarah dort eine Plattenfirma geschrieben, hey, was ist los und so. Und jetzt haben die so offiziell so ein Mail gemacht, wo sie sich entschuldigt haben. Und haben gesagt, es tut uns mega leid. Anhand von unseren Zahlen haben wir das so unterschätzt und wir sind überfahren worden von euren Vorbestellungen, oder? Und jetzt ist einfach alles ausverkauft. Jetzt müssen sie es nochmal nachpressen und das ist natürlich für mich unglaublich. Ich habe etwa 3 Wochen gewartet, obwohl ich es vorbestellt habe, bis der CD kam. Ja, gell, es ist unglaublich. Und sie haben viel zu wenig in die Schweiz geliefert. Und jetzt ist, jetzt haben wir die ganze Liste gesehen. Weißt, es sind Leute von Amerika, von Kanada, von Griechenland, von Spanien. Und jetzt weiss man noch nicht, das ist ein relativ kleines Label. Weißt du, wie die das machen? Irgendwie 5 Alben auf Amerika zu schicken, weißt du, mit dem Zoll und so. Oder ob der Tram das durchlässt. Ja, genau. Keine Ahnung. Oder nur zum doppelten Preis. Genau. Und jetzt ist einfach für mich natürlich eine riesige Dankbarkeit an die wirklich treuen Fans, weißt du, die sagen, hey, jetzt machen sie es wieder, komm, wir bestellen das. Und es gibt jene, weißt du, die das Alte schon haben und das Neue noch bestellt haben. Und, so Leute gehört am Freitag, ja. Ja, und das ist wirklich unglaublich schön. Darum, das hat mich mega, mega berührt. Und darum alle, die das gemacht haben, Zuhörer, denen auch natürlich herzlichen Dank für die wunderbare Unterstützung. Das tut einem, es gibt einem mega, weißt du, so eine positive Kraft gegen vorne, dass es einfach nicht nur für sich selber cool ist. So. Es kommt auch echt so über. Es gibt ja Leute, die manchmal so, merkst du, es ist Performance, sie sagen, ist anders, kommt anders über bei euch. Mega schön. Ja. Danke. Ja, Miku, hast du noch etwas, was du wissen willst? Ja, also da gäbe es nochmal eine eigene Sendung. Also ganz ehrlich, für die jetzt hier zugelassen haben und vielleicht auch die eine oder andere Frage durch den Kopf gegangen ist, ich könnte eine eigene Sendung machen. An dir, Sam, nächstes Mal musst du eine Sendung machen mit Sarah. Die hat sich gar nicht können wehren hier. Aber sie ist ja, glaube ich, froh, hat sie nicht müssen, aber ich fände es auch spannend mit ihr. Definitiv. Ich glaube, sie reisst sich nicht drum, aber sie winkt ab. Aber es wäre trotzdem interessant, was aus einer anderen Sicht aus noch so Sachen... Das ist etwas so, wenn du meine Frau Sarah wirst fragen, weil sie ja sagen, die hätte einen Haufen zu sagen, aber wenn es darum ging, nein, das gelangt meinem Mann vorne steht. Ja, wir kommen also gerne wieder, gell? Wir müssen unbedingt noch etwas machen. Aber gleich schnell, wie du vielleicht weisst, im Blitzableiter kümmere ich mich ja seit Corona oder auch schon vorher ein bisschen hauptsächlich um die Schweizer Rock- und Metal-Szene. Ein Blick von dir auf diese Szene. Du hast ja auch mit Leuten aus der Szene zu tun. Wie siehst du das momentan? Die Schweizer Rock- und Metal-Szene. Oh, das ist eine umfangreiche, schwere Frage. Genau, ja. Aber wir sind, glaube ich, nicht so... Also in Deutschschweiz sind wir nicht so am falschen Ort. So, Tessiner ist jetzt schwierig. Die Welschen auch. Also jetzt die Tessiner Metalheads, die müssen alle in die Deutschschweiz kommen. Und in der Schweiz muss man, glaube ich, schon wie schauen, was cool ist, wenn du kannst im Deutschen ein bisschen Fuß fassen. Weil, es gibt natürlich schon viel weniger Clubs, als es mal gegeben. Mehr Bands, weniger Clubs und weniger Besucher. Es ist von dem her ein bisschen schwieriger geworden. So.
Aber meistens, wenn es schwieriger ist, heisst das nicht, dass es weniger lebendig ist. Das ist ja vielmals das Gegenteil. Ja. Und vielmals in einer Phase, wo es nicht von selber geht, wo die Industrie oder die Situation, also wo die Möglichkeiten kleiner sind, tut es sich wieder so aufbauen und es ist wieder so eine explosive Situation da, wo nachher wieder wie etwas freigesetzt kann werden. Das ist ja in allem so, oder? Chemie auch. Ja, genau. Dann braucht es das auch ein bisschen. Und zum Glück ist die Musik ja eigentlich für das da, oder? Aber es ist nicht einfacher geworden seit Corona. Und, aber für alle natürlich, nicht nur für den Metal. Ich denke, es ist vor allem doch auch eine Frage von, wir haben es heute von der Dankbarkeit, wo du zum Ausdruck gebracht hast. Ich habe manchmal das Gefühl, dass ganz viele in der Schweiz wie gar nicht checken, hey, was wir eigentlich haben. Eben die Möglichkeiten an dich. Also es spielt ja alles bei uns, gross und klein und so. Ja. Und manchmal gibt es noch Leute, die dann jammern oder weißt, ein Billing von einem Festival. Natürlich kann man kritisieren, teilweise vielleicht auch zu Recht oder so, oder gerade wenn nur internationale Sachen kommen und keine Schweizer Bands und so. Aber eigentlich haben wir ja unglaublich die Möglichkeiten, die wir haben und an der finanziellen Situation allgemein, wo vielleicht andere an anderen Orten nicht können leisten. Wir sagen, unterm Strich, wir haben ja so eine Auswahl. Also einfach rein als Konsument und ich glaube umgekehrt, dass auch die etwas aktiv machen. Wir haben eben auch die Möglichkeit, heute oder früher auch nicht gehabt, um auch an Leute heranzukommen. So, es hat eine Haufen Chancen. Ja, genau, es hat viele Möglichkeiten. In der Schweiz ist schon, wie soll ich sagen, das habe ich wie gemerkt, als ich dann in den Staaten gelebt habe, wenn du nachher so auf kleinem Fuß leben und eigentlich keinen Plan B hast, dann passiert schon viel. Und wo wir das neue Studio haben gebaut, und das haben wir wirklich auf eine grüne Wiese gemacht, oder? Und das ist so wie so ein Ding gesehen, wenn wir das jetzt machen, dann gibt es für unser Leben keinen Plan B. Ja. Also das ist Musik, ist einfach das, was wir machen, und dann können wir nicht gehen, so, und das hat auch etwas Unglaubliches freigesetzt, weil es ist es ist normal für dich, dass du keine Auswege gehst, suchen. Du verlierst auch keine Energie. Warte jetzt, soll ich noch 2 Tage dort bügeln oder das und das? Nein, es ist einfach, wie es ist, und du machst dir die Gedanken nicht, und die Gedanken können darum auch bremsen, oder? Und dort sind wir natürlich auch im Vertrauen. Weißt du, was hast du für so ein Grundvertrauen? Und bei mir sind so viele Sachen, positive Sachen passiert. Wenn ich dort nach dem allem kein Grundvertrauen hätte, dann wäre das so ein bisschen erbärmlich. Weißt du, so, irgendwann musst du sagen, du, was müsstest du alles erleben, dass du kannst... Glauben und Vertrauen. Genau, ja. Das ist auch meine Geschichte. Wäre auch eine eigene Sendung. Ja. Aber die Metal Church gibt es nicht ohne die... Ich lade dich mal für eine Sendung bei mir im Studio, und dann ist dann die Sendung ohne Mikrofon, aber dafür irgendwie mit Fondue oder irgendwie so. Das ist grandios. Hey, Serge, danke viel mal. Danke vielmals. Für die Zeit. Wir sind jetzt da schon lange dran, aber es war dicht gewesen, mega lebendig. Danke viel mal. Danke euch beiden vielmals. Ja, dann hören wir einmal Musik, bevor wir noch ganz kurz schauen, was sonst noch so läuft und Konzert, du weiss nicht was. Ich habe euch noch einen Song mitgebracht, zum Schluss vom Gespräch mit Serge. Obsidian Black, Heavy Metal Band aus St. Gallen. Ich habe die kennengelernt an einem Netzwerkanlass, Rock for Future, was es 2-mal gegeben hat, im Januar vor 1,5 Jahren. Und wir haben sie im nächsten Heavy Sanctum am 23. November zu Gast. Change the World.
So, sind wir wieder drauf. Jetzt haben wir ja vor lauter Schnurren. Kommt es das ist wieder? cool, das ist eine gute Stimmung da. Ja, Sam, was kannst du uns noch erzählen? Was läuft jetzt noch bis Ende Jahr in der Metal Church? Ich kann nicht alles erzählen, gell? Aber so etwas, was zum Beispiel jetzt die Woche noch ist, also der Metal-Gottesdienst am Samstag in Zürich, habe ich schon gesagt, aber es ist ja Halloween, oder? Und wir machen dort auch ja seit mehreren Jahren. Wir geben dem die christliche Grundbedeutung wieder zurück, nicht einfach Maskenball, sondern wir machen All Hallows Eve. Wir gedenken Menschen, die vor uns gegangen sind und machen den Gedenkspaziergang und feiern am Feuer am Freitagabend zu Rütti oder laufen von Lissach, von Rütti bei Lissach. Und wenn ihr dabei seid, ihr könnt spontan noch kommen, aber wenn ihr wisst, dass ihr kommt, dann hilft uns das, wenn ihr heute Abend mir noch ein WhatsApp schreibt, dass wir nämlich schauen für die Kürbissuppe und was es an Getränk braucht und so. Genau. Also wenn ihr am Freitag noch nichts los habt und etwas fröhlich mit Tiefgang machen wollt, durchaus auch darf an Tränen geben. Ist auch okay, wir haben einen guten Rahmen dafür. Dann kommt doch als All Hallows Eve von der Metal Church. Und wo ist das? Also Lissach, Bahnhof treffen wir uns um 20 ab 7 und dann laufen wir 20 Minuten auf Rütti bei Lissach. Ah, cool. Ja. Genau. Und am Schluss dann wieder zurück auf... Genau, dass all die mit dem ÖV auch ankommen oder noch wieder heimkommen. Genau. Ja, und sonst sind viele Konzerte, wo wir unterwegs sind. Genau, wenn wir schon anfangen mit den Konzerttipps. Ja, mach unbedingt, weil ich habe dann auch noch das eine oder andere, das ich noch durchgeben kann für die nächsten 2 Wochen mindestens. Genau, eben die. Also nächste Woche ist zum Beispiel am Donnerstag, am 6. November, zu Basel, spielen Innerwish, Within Silence und Rainforce. Dort werde ich gehen. Rainforce kennen wir auch, haben wir auch schon der Andi ja gehabt, und vom Jan Thomas haben wir es, glaube ich, auch schon gehabt. Zumindest, wo es kommt, wo nicht die Kamera, das Mikrofon stumm gestaltet ist. Within Silence ist eine Power-Metal-Band aus der Slowakei und Innerwish aus Griechenland. Genau. Und dann am 8. November, das ist am Samstag, der Herz Burgdorf, das 2. Drachentöter-Festival, weil Excelsis haben ihr 30-Jahr-Jubiläum. Gibt es Festival mit Pertness und Emerald und ich glaube auch noch Kiel Amber und irgendeine Schülerband. Da freue ich mich drauf, wieder können, vielleicht mit dem Velo oder zumindest mit dem Bus ans Festival zu gehen. Und dann gibt es natürlich die grossen, ausverkauften Konzerte. Also meine zwei ältesten Jungs, die Schule gesagt, Papa, kommst mit zu Sabaton? Du musst, genau. Darum 18. November, Hallenstadion. Genau. Und dann ist aber am 20. November habe ich Geburtstag. Und ich spiele an diesem Tag Halloween in der Hall. Eine Band, die ich unglaublich schätze. Und weil eigentlich habe ich zu viel. Wir haben noch Synode, genau. Wir haben ein grosses Metal Church Geschäft in dem Kirchenparlament. Eigentlich völlig gesponnen. Ja. Und am Mittwoch in meinem Netzwerktag in der Bewegung aber gefunden, hey, ist Geburtstag. Ich gehe auf Zürich Halloween schauen, nehme unsere Jüngste mit. Das erste Mal an ein grosses Konzert mit 11,5. Cool. Ja. Genau, das ist das Weihnachtsgeschenk. So von dem her. Und dann ist noch Metal Mom und Ende November, 8. 29. November. Das könnte ich dir auch sehr empfehlen, Mikko, weil ich spiele nämlich Face the End und D-Class, also auch mit Hardcore und so. Genau, ich habe es gesehen. Ja, das ist das, was ist. Und wir haben dann wieder eine Heavy Metal-Sendung noch einmal dieses Jahr, am 26. November. Da haben wir den Reven Güntlisberger zu Gast, ehemaliger Sänger von Desert Voice. Eigentlich auch eine Band aus der gleichen Zeit, wo dann noch jetzt heute mit Ralph and the Legends unterwegs ist und bei Heimweh singt da im Hit Milch, sage ich jetzt ein bisschen böse. Genau, mal bei Voice of Switzerland ja mitgemacht hat, was das geht hat. Ich freue mich drauf auf die Sendung, dann in einem Monat knapp. Ja, und nachher ist ja schon gleich Weihnachten, also es geht Schlag auf Schlag. Genau. Nächstes Mal bringen wir sicher irgendetwas so Adventsmusik auch noch mit auf Metal. Also ist gut, das machen wir. Hey, wenn das alles ist von deiner Seite, Sam, würde ich mich bei dir auch bedanken und beim Serge Christen sowieso und bei Sarah auch, die nichts sagen will, aber sie ist da und auch ihr ein grosses Merci. Und ich habe zum Abschluss, oder besser gesagt, nein, es geht dann auch noch kurz schnell weiter, ich habe dann noch 2, 3 Songs und eben auch noch ein paar Konzerttipps. Serge sagt der Band Brainholz etwas. Klar. Kennst du auch, oder? Ja, gute Freunde. Ja, ich habe die dann live gesehen bei der Plattentaufe von jetzt muss ich schnell nachher. Disappear in Time 2023 in der Kufa zu Lies. Bist dann auch noch schnell auf die Bühne mit den Gielen. Ja.
Der neueste Song von ihnen ist auch schon richtig geil. Da habe ich vor etwa 3 Wochen dürfen spielen in meiner Sendung. Ich habe jetzt einen aber genommen von diesem Album, weil da bist du auch noch ein bisschen involviert gewesen in dem Ganzen, oder? Hey, ich habe den Pat gerade einmal bei mir im Studio gehabt, aber für ganz etwas anderes. Ja. Ich muss gerade zurückdenken, ich glaube nicht. Bist du einfach dann Gast gewesen an der Plattentaufe? Doch, das habe ich gemastert. Genau, gemastert. Stimmt. Ich hätte es jetzt nicht da, wir müssen es nachschauen. Oh, gemastert, genau. Das tut mir leid, ja. Genau. Das ist das Problem, wenn man so viele Menschen... Ja, gerade sagen. Genau, ja. Ja. Nein, ich schätze sie natürlich, sie sind wirklich so liebe Typen und eine mega coole Band. Und es war super cool gewesen, dort an der Plattentaufe noch zu spielen, genau. Damit tue ich euch beide hier verabschieden. Merci vielmals, dass ihr da seid für die coole Sendung. Für alle die jetzt sagen, oh, jetzt habe ich nur die letzten 10 Minuten gehört, das wäre auch noch interessant gewesen. Die Sendung gibt es heute oben irgendwann noch auf Mixcloud zum Nachhören. Der Link findet ihr sicher morgen irgendwo auf Facebook und Instagram. Der Sam wird ihn dann auch noch teilen, so dass ihr das könnt nachhören, dass ihr nichts verpasst habt an diesem heutigen Abend. Merci noch einmal euch beiden und jetzt kommen Brainholes mit Lost in Between und dann gibt es noch ein paar Konzerttipps. I'm dying in the sun, I'm dancing for the rain, I'm standing in the dust. Asleep, I refuse to move. I'm into it too deep. I'm lying in between, no reason to open my eyes. Nothing else it seems, my hope slowly dies. I'm dying in the sun, I'm dancing for the rain, I'm standing in the dust. I'm dying in the sun, I'm dancing for the rain, I'm standing in the dust. There's no point in moving in a lonely man's game. There's no point in fighting, 'cause I'm long down the drain. Don't you dare to wake me up, let me drown in my pain. Let me disappear in time, 'cause I'm long down the drain. I'm dying in the sun, I'm dancing for the rain, I'm standing in the dust. I'm dying in the sun,
Rock und Metal mit dem Mige Colatrulio. Radio Blitz, dein Webradio von Grenchen. Genau, 10 vor 10 und wir sind immer noch im Blitzableiter. Das ist nicht das erste Mal bei mir, ich weiss, es überzieht immer ein bisschen. Also, wir haben gesagt, es gibt noch Konzerttipps. Und zwar gibt das einen ziemlichen Schnelldurchlauf. Es laufen so viele Konzerte, ich habe hier 3 Bildschirme mit dem Handy zusammen noch, mit Sachen drauf, was mir jetzt noch reingespielt hat, während der Sendung, hier, die ich gesehen habe. Also, morgen, 30. Oktober, Kaffeebar, Mokka in Thun, Beyond Dystopia und Days of Ruin. Zu ihnen komme ich dann nachher noch. Am 1. November geht ihr jetzt, also das wäre am Samstag müsste das sein. Nein, der 1. November ist der Samstag, genau. Halloween Night im P9 Biberist. Für all die nicht gerne Halloween haben, müsst euch nicht verkleiden. Dort spielen 3 grossartige Bands. Basement Saints, Mother und Voltage Arc. Was wollt ihr noch mehr? Und wenn ihr verkleidet seid, macht es noch gerade viel mehr Spass. Also die werden euch begeistern, mit oder ohne Geister, ganz sicher. Warte, ich tue dir schnell draufnehmen. Was hast du sagen, Sam? Es ist ein Benefizanlass, was ja, Melin genau. organisiert. Also von dem her, wenn da dort jemand, eine wichtige Fotografin in der Szene mit ihrem grossen Herz für die Findeltiere, sie glaube ich, unterstützen, machen da auch noch etwas Gutes. Genau, das kommt dann noch dazu, zusätzlich. Genau, merci für den Input. Am gleichen Tag könnt ihr aber zum Beispiel in der Rocks Music Bar auf Spiez 5 Jahre Fun Dogs wird dort gefeiert. Ihr könntet aber auch in die Med Bar auf Lenzburg zu Green Labyrinth und Elcano. Ihr könntet aber auch ins Rock Fact auf Münchenstein zu Black Diamond und Fire Rose. Also diesen Samstag müsst ihr, ich weiss auch nicht, rumchatten in der Schweiz, wenn ihr alles sehen wollt. Vorhin hat es mir noch gerade reingespielt, am Freitag, 7. November, weil es nächsten Mittwoch keine Blitzableiter gibt, gebe ich euch das auch gerade durch. 7. November, Sedel, Luzern, Shiver, Monuments of Misery und Umora. Also das auch etwas, was ich euch tief ans Herz lege. Und am 8. November, am Samstag, dann Selai, Abdruck, die 2 zusammen im Pub Baustu. Dort ist Hutkollekte angesagt und auch hier wieder mal ein Aufruf von mir. Unterstützt die Bands, kauft das T-Shirt, kauft eine CD, eine Platte oder eine Kassette oder was auch immer es ihr findet und vor allem geht an die huren Konzerte. Etwas Besseres gibt es gar nicht. Die könnten am 8. November, und das haben wir vorhin schon mal durchgegeben, aber auch auf Burgdorf in die Sägegasse, wo ihr den Samu trefft und mit ihm schnell über die Sendung könnt diskutieren oder über was auch immer ihr wollt diskutieren, als Drachentöter-Festival mit Excelsis, Pertness, Emerald, Kel Amrun und eben, wie gesagt, noch eine Schülerband, glaube ich. Das alles am 8. November. Selai heisst die Band. Letzte Woche habe ich nämlich nicht gesagt, wie man den Namen richtig ausspricht. Das heisst, also es schreibt sich X-E-L-L-A-Y. Selai, und die hören wir jetzt nochmal an mit einem Song, den sie mir letzte Woche auch geschickt haben, wo ich einfach keine Zeit hatte zum Spielen. 1000 Pieces, sie am 8. November, zusammen mit meinen Freunden von Abdruck im Pub zu Baustu. I'm hating, fading, I see no direction. I have no fears, I never have doubts. I don't wanna see you cry.
pieces. Tear it up your deepest soul. You break my mind, only with feelings. Break it in 1,000 parts. You're convincing your decisions, strengthen your existence. You have no doubt. Just break my thoughts in 1,000 pieces. Tear it up your deepest soul. You break my mind, only with feelings. Break it in 1,000 parts, in 1,000 parts. Selai, 1000 Pieces ist das gewesen. Und jetzt kommen wir zum letzten Song. Verbunden nochmal mit einem Konzerthinweis, und zwar erstens mal für morgen oben Beyond Dystopia Days of Ruin im Mokka zu tun, habe ich schon gesagt. Aber wenn ihr jetzt den morgen nicht gehen könnt, dann könnt ihr auch am, jetzt muss ich schnell schauen, 29. November, genau in einem Monat, ebenfalls auf Burgdorf in Zägegasse, weil dort spielen Days of Ruin an ihrem Ruination Metal Fest zusammen mit Irony of Fate, Save Your Last Breath, Exit, Dark Gravity und Path of Wrath und Mexican Sit of Family. Ich weiss nicht genau, was das ist, aber ich war letztes Jahr am Ruination Metal Fest gewesen, und es war ein riesen Fest dort. Samuel habe ich dort auch getroffen übrigens. Ich weiss noch nicht, ob ich gehe, aber das wäre auf jeden Fall ein Line-Up, das mir definitiv gefallen könnte. Madhouse heisst der Song, den ich euch als letztes spiele an diesem Blitzableiter, Nummer 117. Wenn es der 118 gibt, kann ich euch noch nicht genau sagen. Es wird sicher im November sein. Entweder ist das Heavy Mental oder vielleicht gibt es vorher noch einen oder zwei, je nachdem, was mir alles noch reinschneit. Ich bin der Miku, es hat mich gefreut, seid ihr dabei gewesen, und ja, wir hören uns wieder hier auf Radio Blitz. Bis dann, tschüss zusammen.